Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier rundherum durch. Herzlich willkommen für die erste Gemeinderatssitzung an diesem Neujahr 2026. Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten schon eine Erbesitzung, die war nicht öffentlich. Wir haben es schon gesehen, liebe Leute am Publikum, an der Woche draußen, die uns am Streaming noch gucken oder vielleicht mich spät. Ich meine, bis Ende Januar, die wir noch nach ruhig alles Gute für das neue Jahr wünschen. Natürlich viel Erfolg bei Ihren privaten und professionellen Projekten an eng gut Gesundheit. Voilà, wie man dazu gewinnt zu fänken schön mit dem was unter der letzten Sitzung las war. Da war der Weekend noch unserer letzten Sitzung den 12. und 14. Dezember bis den 14. Dezember auf unserer Kirchenplatz in diesem wunderschönen Christmarkt. Wie alle Jahre und als Lokalverein hat Leute mit einer großen Auswahl an gastronomischen Produkten, flotte Christstachs oder Christdekoration und auch musikalischer Erhaltung verwindet. Der Bilan vom Weekend lässt sich auf alle Fall weisen. Der Christmarkt war auf den 3 Abenden immens gut besichtigt und die Leute waren zufrieden. Auf dieser Platz will ich besonders noch einmal dem zuständigen Personal, merci für die Organisation und die viel Vorbereitungsarbeit so. Ein weiterer Merci geht natürlich an Vereine, die wird die ganze Weekend für den nötigen Hunger und Durst gesucht haben. Merci so aber auch allen Freiwilligen, die geholfen haben, diese flotten Weekend zu realisieren und natürlich auch dem Personal an der Spur. Mittwochs den 7. Dezember hat die Kommission von der Familie dem dritten Alter an dem sozialen Urlaubs auf hier Christfeier am Schöttertreff invitiert. Samstags den 20. Dezember und Sonntags den 21. Dezember hat den FC Minzburg sein Christmas Boy Cup für die jungen Fußballspieler von der Kategorien U7 bis U17 an der größeren Sportsaal zu Minzburg organisiert. Nur der Feiertag dann und Jahreswechsel aus den 3. und 4. Januar am FC Minzburg 4 gegangen, da war dann aber der New Year's Girls Cup. Die waren medischer also an der Sportsaal 1 zu Minzburg Fußballspielen. Samstags, den 10. Januar, war auf der Kirchplatz eine reduzierte Edition vom Schöttermarkt, das wenn es die wanderliche Wetterkonditionen. Dann war nach Sonntags, den 11. Januar um 2:30 die große Audition von der UCTA am Centre zu Minzburg. Donnerstag, den 13. Januar ist dann eine Delegation vom Gemeinderat bei das Partnergemeinde auf Ziegelsbach gefahren, für beim Thomas Hauptkap seine offizielle Vereidigung als Bürgermeister dabei zu sein, dass er umgewählt gehen und das noch für 8 Jahre nächst Bürgermeister. Ich will da merci so und dem Nora und dem Anne-Marie, die mich dahin begleitet haben und waren noch andere Leute, die mitgefahren wären, mit denen krankheitshalber ausgefallen sind. Dem Kader will ich so, dass man nach 5 Rendezvous mit Siegelsbach oder mit für die Partnerschaft des Programm haben. Da ist ein Mal Ende April der Gesang und Musik, die auf Siegelsbach fuhren, für die Konzert zu spielen. Und da werden auch Mail und die Gemeinderat rausgehen, wenn du wollt, mitfahren, der Transport wird bezahlt. Für die Vernünftung müsst dann aber jeder selber kommen. National Feiertag ist dann ja nächstes wie gewinnt eine Delegation von Siegelsbach zu Minzburg. Für den wir das zu feiern, dann haben wir Anfang Schule da war von der neuen Sportinfrastruktur im Fußballterrain. Da sind auch Siegelsbacher einige Kanner für Fußball zu spielen, schon den Weekend für drin. Und dann müssen wir sind am Gang, das Programm fertig zu organisieren. Und den nächsten Tag dann noch eine Invitation rausschicken für die offizielle Abweihung. Dann als Dorffest zu Siegelsbach, so alle 2 Jahre, das ist dann vom 31. Juli auf den 2. August. Wo wird auch flott, wenn der Zeit hat für Domat zu fahren, eine Delegation hier. Ich meine, das ist immer ganz flott. Am August kommen dann Radsportfreunde von Siegelsbach auf Schötter. Also sind wir am ganzen 6 Mal das Jahr schon ein Wunder von einer anderen Initiative feiern. Da will ich auch heute nicht drüber schwätzen. Ich meine, es gibt noch mehr Rendezvous wie 6 Mal. Dann den 19. Januar, Sonntags, hat FC Minzburg hier in Mullen Sonntag invitiert. Dann den 20. Januar hatte schon der Gesang für die Generalversammlung an ihrem Berufssaal zu Minzburg invitiert. Samstag, der 24. Januar, war dann Journée de l'Harmonie, wo man einer Masse und die verstorbenen Membres vom Verein durchgeht. Am Montag, der 26. Januar, war die Rezeption mit den Entreprisen zu Niederrhein, wenn das machen wir immer die 2 Gemeinden zusammen. Aufwechselnd Jahr wird das geändert. Nächstes Jahr ist dann bei uns zu Minzburg. Und da wird dann noch immer ein Thema rausgesicht. Das war dann das Jahr an der Präsenz von der Mobilitätsministerin Juriko Backes, dann ein bisschen Mobilität und auch die Entwicklung vom Flughafen. Und darüber hat dann noch der CEO von Lux Airport, den Alexander Flasser, geschwärzt. War ganz gut besichtigt den Abend und da konnte noch viel Networking und über viele Sachen beim Part geschwärzt gehen.
Erdauer den 24. Januar war dann die erste Abfeierung von der Schötter Theaterfreien am Centre Kulturell zumindest bestimmt Jahr am Stück 2 Stunden. Sonst der 25. Januar hatten sie da schon die zweite Abfeierung und da war der Saal bis auf die letzte Platz besetzt. Diese Weekend geht dann nach 2 Theater gespielt, und zwar Freitag den 20., den 30. Pardon, und Samstag den 31. Januar und das jeweils um 20 Uhr. Dann ist den 3. Februar, also um 7 Uhr, die alljährliche Rezeption für die Élèves Militants, also für die Studenten am Centre Culturel zu Minsk. Dann ist der 5. Februar, also um 19 Uhr, ein Informationsabend über das neue Aufenthaltsreglement. Auch am Centre haben wir dann am folgenden Fragen an, wieso sind Preise adaptiert gehen, was sind die neuen Tarife, wie können die Leute den Park auf ihre Rechnung limitieren. Wir invitieren die Anwohner herzlich auf diesem Abend mit dabei zu sein und für all 4 Fragen können sie beantworten. Es brauchen sich auch nicht am Vorfeld anzumelden. Sonst den 8. Februar invitiert Schötter Nesmert SPL auf ihren Hirkesonde Maté Dansant auch am Centre Kulturell. Alternativ zu den Hirke kriegen noch Kompensation nach Würstestadt, Leute, die do erste Welle sie gebeten sich bis den 6. Februar beim René Max per Telefon um 621 186 375 oder per E-Mail op rmax1@pt.lu anzumelden. Dann ist den 10. Januar wird am IPERA Generalversammlung um 17 Uhr am Centre Kulturell. Richtig, 10. Februar. Merci für die Verbesserung. Samstag, der 14. Februar, als neben Feldestag nach Neues der Schötter Markt auf der Kircheplatz. Und dann gehen wir an Fuß Vakanz. Sonst den 21. Februar findet dann das alljährliche Burschbrennen vom Club des Jeunes auf der Rala Crosspiste Schötter statt. Dann noch ein paar andere Sujets. Der Budget 2026, wie wir schon an einer Mail mitgedeelt haben letzte Woche, auf den Budget 2026 vom Innendienst approviert, sodass wir lo können Projekte umgehen. Es gab eine kleine technische Änderung, ein Artikel, und das fehlt mir noch heute im Detail. Ich hatte ja E-Mail geschickt, sind die Code-Kontablen, die geändert kaufen bei den Subsidien für Terrain, gut, eine kleine technische Änderung. Das hat also jeder Markt, ich meine, das gibt ein Pakt auf das Budget, aber dann mengen ich brauche die Frau dann noch nicht mitzustellen. Dann haben wir eine Antwort gekriegt auf unsere Courier, wo dem der fixe Radar gegangen ist an der Entrée von Schötter. Und da haben wir eine negative Antwort gekriegt. Und zwar gibt es da eine Methodologie, die so erklärt gehen, wie die Emplacements, wo so Radar hickend evaluiert gehen. Und das sind hauptsächlich 3 Kriterien. Da erstens mal 12 von Accidenten, und dann die Gravität von Accidenten, also wie schwer die Accidenten waren, und dann auch die Rolle von der Vitesse als Faktor Déclencheur aggravant. Wir haben just ein Problem eigentlich von Vitesse, also die Kriterien sind nicht erfüllt. Also kriegen wir auch auf der Platz kein Radar. Wir sind aber an dem Brief auch darauf hingewiesen, dass auch die Gemeinde kann verkehrsberuhigende Maßnahmen normal, das haben wir auch gemerkt. Da wird auch von der Berliner Kiste geschwärzt, da hatten wir auch eine Permission de Voirie gefragt, die haben wir auch gekriegt. Die ist aber so Kondition, dass wir die Berliner Kisten dann am Wanderem aufmontieren. Für den Moment sind wir Wander, dafür können wir es noch nicht hinsetzen. Wenn es dem Wanderdienst eben, muss man es dann am Wanderem rausholen oder eben akzeptieren, dass auf der Platz kein Wanderdienst gemacht wird. Bon, wie das nicht akzeptabel ist, sind wir eben da an der Kontrant. Wir wissen aber auch, und ich meine, das wiederholen wir ja immer, wann Lotissement können, und da sind wir dabei, die Plan d'Exekution auszuschaffen, der Ballheit eigentlich auch nicht direkt mehr bei der Gemeinde. Da kommen diese Mesuren, die gehen mit den Offerten, die gehen noch mit gebaut. An der kriegen wir da eine Verbesserung, und da können wir ja auch die Geschwindigkeit draufsetzen, weil da ja auch den Angang von der Wirtschaft verrickelt wird. Also ich meine, da könnte eine Verbesserung so aus der aktuellen Situation. Dann haben wir einen Brief gekriegt von Kolping, die immer die Kleidersammlung machen, die machen noch weiter. Die Kleidersammlung, die kümmern sich aber nicht mehr um die Container, die da immer stehen. Und da kommen aber auch andere Assoziationen, entweder Kollabor oder Forum Pôle Emploi, das noch am Gang ausgeschafft sind, die dann noch sich um die Container da werden kümmern. Also wenn du zeitweise da kein Container da steht, wie zum Beispiel bei der Minzberger, dann ist das durch, aber mit können eine Solution rum. Also da lebt am Hintergrund die Organisation. Dann wollte ich nach so, wir haben von verschiedenen Leuten, und das fand ich ganz flott, oder der RP hat so einen ganz positiven Retour gekriegt, was ein neues Gemengebau geht. Und dafür sollen ich auch von dieser Platz als Merci.
ich meine mir Sinn mit dem Gemengebot so lösen wir hier wollten nicht immer eng Flot oder méi Flot Opmachung sind noch wirklich ganz flott Publikationen dran wo nirwen als Decisionen die man im Gemengerotuelen Flotartikel kann lesen an schmengen dat interessiert Leute noch du get Reiz für dran zu gucken dann noch mir groß an mir probiere ja auch proaktiv zu informieren die wahrscheinlich sehen wie verschiedene Projekte weitergehen an mir hun lo wirklich eng Frequenz regelmäßigen Aufstand von 5 bis 6 Mal wo die Gemengebot raus könnt und dafür auch von dieser Platz eine große Merci der RP für das Qualität die hier geliefert wird für die Gemengebot die viel Texte an dat sie mat Herzblut auch 100 Eisen Boot stehen. Dann war man zu Eure kommen, dass de Gemengerot net so ganz froh war, dat ze net invitiert waren fir die kleine Party organisiert hatte fir die 90jährig an die 95jährig dat so kom, dass so immer so, dass die den Schafferot bei die 90jährig Roden Geburtstag das net wie den der vom dritten Alter, wo man so alle go eieren ab 80 Jahre as nimmen die 90jährig an die 95 an die 100jährig, wann dann gehen so dabei ass, wo du de Schafferot an hemfiriert mat enger Korbei. Du war leider vergisst gin die Löschen zu machen, so dass mal do 26 Leute bei ihnen hatten, die hun alle go ein Korbei, so wie dat immer gemerkt gouf hemkrit, weil man aber net konnte bei 26 Leute hem goen Hummer se dun hain ervitéiert, et waren an 8 Leute der wit so noch no kom mat ihre Familien wann den hatten Reflex net, wiech mir entschëllechen hätte könne bei der Occasion och de Gemengerot mat ervitéieren, dat ke Problem gewircht, weil just weil mir sinn an der Logik gewircht de Schaffe wo geht bei die Leute hem, dat das verpasst gin an du man dat so organisiert. Voilà, dat als Erklärung an dann eben noch als kleine Entschuldigung. Dann sind wir nächst nominiert auch 25 für de Prix Kommunal a Sachen Egalität op lokalem Plan Preis den Fumega ausgestaltet wie man den noch schon dat Jofir Druck tun, da war ein klein Belohnung a Form von engem Montant, den man dann iwwerwiese kreen, da mat verbunden ist. Dann wollte ich informieren, dass man als geduld tun die SMS, wo in sich mal geschrieben wird, an die Haut noch immer geschickt wird, auch von Gemengero das, wo aber die meisten Leute nicht mehr interessieren, für das nicht mehr zu machen. Wir wollten das noch mehr bis zum Vakanz und dann den Service eigentlich erstellen und auch Schutz für Notfälle benutzen. Ich meine, die Leute können sich anschreiben, für einer, ob einer wäre, informiert zu gehen. Ob wenige Mengensitzung aus schmengende für die Pomain doch nach Kulanz für dat danach zu machen. Ich weiß, dass man auch Kollegen noch do hikrit noch sich ob einer Wert informieren an voilà, dat kostet aber bei 100 € für die SMS zu checken an mir sind der Meinung, dass hat nicht mehr viel geguckt wird. Dann wurde ich noch Bescheid von, dass man auch 2 Subsidien so gestanden kriegt und enke für Drehwasserachs an der Rue Principale, die wir da lehen. Das sind enke der Post von einer Rehwasserachs bei der Alentour de l'École de Minzbach schon hat aus der Antwort raus so kopiert, so heißt hat die Position modifié F04723 2026, da kriegen wir 33% finanziert, das sind op 773.000 €, was am DV steht, 127.514 € an dann enke Renovation an der Rue de Bayern von den Infrastrukturen an do as den DV 296.000 €, da kriegen wir auch 33%, das sind dann 26.000, also von das ist dann immer der Montant eligible, den das mir niedrig, also von den 773 sind dann nach 386 405 war eligible aus auf von denen 3.655.500 sind nach 1.110.000 auf 5 € eligible, so dass wir am ganzen 520.486 € Subsid kriegen. Und dann haben wir auch Subsid zugesprochen geht für Troseré. Do ass den Coût eligible fir eng Streck mat dem Munden ass Miklo 140.170,30 €. An do ass den Todessubvention 25%, sodass man dann do 35.244,83 € kréien. Voilà, dat giwech dem Nico fuert ginn, den
Informationen für die SIDS wird an auch eine kleine Präsentation. Ja, merci, guten Abend alle Guten. Bei den letzten Budgetsdebatten da wurde froh abgeworfen gehen, wie es weitergehen mit dem Ausbau von der Kläranlage. Und ich hatte da eine erste Antwort gegeben. Und ich wollte heute dann ein bisschen mehr tief an das Sujet herangehen. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, von den anderen, die vielleicht präsentieren. Da können wir wie das visuell sehen, was da lebt, und dann noch nur, was der finanziellen Zustand am Etat d'avancement von dem Projekt ist. Voilà, ich war dann auf Technik. Da sieht ein paar Bilder, wie das über den Teil, was heißt MBS-Komplex. Das ist also die mechanische Reinigung, Biologie und Speicherbecken. Da sieht den Zustand am Dezember 2023 links oben. Da könnt ihr euch erinnern, wir waren, das muss am Sommer 2024 gewesen sein, ein Jahr de Chantier gucken. Da war auch ein relativ großes Loch, da war ja noch Probleme mit den Verträgen, die da aufgeschlossen wurden. Da sieht aber der Februar 25, da sind die Arbeiten schon relativ gut weitergegangen. Da sieht viel Beton an dem Loch. Und dann am November 25, da sieht schon viel mehr Erdelungen. Und dann rechts innen, da sieht dann ein Bild, das ist aber ein Bild, das künstlich hergestellt ist, über den Endzustand 2027. Voilà, ich gebe da proposieren, auf die nächste Slide zu gehen, das ist den Teil, was die nennt Faulung. Das ist ein Teil an Müse, Faulturm, Schlammspeicher, Müse. Ich habe mir nur geguckt, was das heißt. Das ist die Aufkürzung für maschinelle Überschuss-Schlammeindickung. Das ist ein schönes Wort, das ist ein deutsches Wort, das an einem Steck geschrieben ist. Und du siehst auch, wo wir stehen am Mai 2024. Du siehst die Tiere, wo der Schlamm da gespeichert wird und traktiert wird, am Februar 2025 und am November 2025, wo die Tiere dann weiter sich entwickelt haben und den Endzustand für in 2027 soll sein. Lo wat de finanziellen Deel ubelangt, as het ja so, dass engerseits der Staat mat singem Fonds de la Gestion de l'eau mat 34,2 Millionen Euro sich beteiligt, dann de Ministère du Développement durable et des Infrastructures, das Nike der Staat mat 82,1 Millionen, an dann den Deel vun de Gemengen, die belebt sich op 30,4 Millionen. Das ist der Stand, wie ich ihn vom SIDEST mitgedeelt kriegt hun. Das schenkt also eine Perspektive zu sehen, wie die Totalkosten sich werden entwickeln. Das ist abgedeelt op die Gemengen Schötter, Weiler Latour, Kontern an Niederanwen als Sandpfeiler. Und da sieht, dass Schötter belastet wird, die am ganzen mit 6,8 Millionen Euro. Von den Lode Budget 2026 guckt, du gibt das bedeuten eng Ausgabe von 2,6, rund 2,7 Millionen für Schötter. Wir hatten aber am Budget mehr viel gesehen, und am Budget sind ein paar so mehr viel gesehen, weil eine andere Sache wie Regen, Rückhaltebecken und so weiter auch muss finanziert gehen. Das teilen also so nehmen, dass sie nehmen die Chiffren, die sich rein auf Kläranlage beziehen. Am nächsten Slide sehen wir, während den nächsten Budget bis 2030 die Kosten sich werden weiterentwickeln. Wie gesagt, 2026 für Schötter waren da 2,7 Millionen, 27 werden 1,4 Millionen gehen, 28 930.000, und da geht es drauf, 29 und 30 von 354 auf 286.000 Euro. Lo haben wir noch ein Slide, die weist, wie die Planung ist von dem Fortgang von den Arbeiten. Das ist ein bisschen mehr detailliert. Ich will auch nicht viel an Detail gehen. Aber du siehst auch, dass verschiedene Sachen fertig sind, wie erstens die Mesure compensatoire, das ist immer dummer, wo du geht bei einem Chantier. Dann der Kollektor Findel, der Akkord vom Gas, das ist alles aufgeschlossen als auch den Aushub, der Boden, den weggeholt ist. Und dann haben wir Chantier, die en cours sind, wie der Schlammweg, der Génie Civil, Elektromechanik. Dann haben wir vom Wasserweg auch den Génie Civil, den am Gangen ist, der Wasserweg auch den Elektromechanik. Dann das Betriebsgebäude, da ist die Attribution, der Marché am Gangen.
Und dann haben wir die Filterstufe, da geht zur Mission dann den nächsten Mond gemacht oder als 4 gesehen. Und da sieht dann nach die anderen Missionen, die kommen, der Wasser wird Teil 2, Schlammbehandlung, das geht dann zur Mission 2027, Reinigungsstufe 2028. Und dann haben wir nach Trafostation und Programmation. Ich meine, das mit der digital und alles was zur Gestion, zur technischer Gestion von dem Projekt beiträgt. Von der Timing guckt op der Rezer Seite, du sieht auch, dass die ganze Chantier sich nach bis 2030 hinzeigen. Voilà, ich wollte euch mal doch ein bisschen mehr detaillierte Information geben, aber nach froh sind, da stehe ich gern zur Verfügung. Im Moment sind also Depensen von rund 60 Millionen effektuiert, aber wir werden aber ein Total, wenn dann die 3 Zahlen dort zusammenrechnen, die ich für Druck gewiesen habe, um ein Total von über 140 Millionen kommen. Voilà, merci. Merci Nico. Voilà, dann haben wir heute 2 Prokurationen. Der Jules Sauber ist entschuldigt, dann hat es eine Prokuration und das Herr Steingin. Und den Andy Kaiser ist entschuldigt, könnte vielleicht noch Not, hängt von seinen beruflichen Obligationen auf, an den eine Delegation gehen und kann ihn nein. Dann kommen wir zu unserem ersten Punkt. Das ist eine Fundamentalstruktur d'accueil étudiant. Und da ging man ging das Herrscheißen Punkt 1 an den Punkt 2 zusammen präsentieren, an der Stimme aber dann noch was lebt? Das Wort geht am Kaiser Andy. Zusammen präsentieren, wir gingen aber dann noch separat aufstimmen. Voilà, ich fange schon an, wir haben noch einen kleinen PowerPoint präpariert, für das ein bisschen durchzustellen. Vielleicht ein Echtwort, also wir fangen nur mit den Enfants scolarisés, das heißt, das sind all die Kinder, die an der Mesorole sind, und Enfants non scolarisés, das sind all die Kinder, die dann an der Crèche angeschrieben sind. Und das ist ja so, dass man bei den Enfants scolarisés am Anfang Gwenech muss bezahlen, die gehen bei den Enfants non scolarisés, also alle Kinder, die an die Crèche gehen, da bezahlen wir Gwenech, das geht integral vom Staat bezahlt. Und bei den Enfants scolarisés, Kinder, die an die Mesorole gehen, da bezahlen wir 25% an der Staat 75%. Und du hast die erste Information für ab, dass man für den Dekon 2024 vom Ministère de l'Éducation validiert Guinness oder der Caritas an dem Ministère validiert Guinness. Und du hast so in der Paraport zu der Konvention 2024, wo 889.000 Euro vorgesehen waren, aus den Dekon bei 705.000 oder bei 706.000 Euro ausgefallen, sodass man du aber relativ weit unter dem sind, wenn an der Konvention vorgesehen ist. Das schützt schon mal 4 ab, wenn man nicht zu den Zölle kommen, wo aber eine relativ starke Progression aus für 2026. Voilà, vielleicht wird es direkt schon zu suchen, denn bei der Unzahl von den Kanner, ich meine, wir hatten das schon gesagt, beim Budget für 2023 hat man 362 Kanner und am Ende angeschrieben. Für 2024 haben wir 368 Kanner angeschrieben, und für 2025 waren wir bei 366 Kanner. Voilà, da sieht ein bisschen durch die Evolution und du siehst noch die verschiedenen Montoren, die vier sind, entweder wurden Dekont, also bis 2024 sind das die Montoren, die wirklich am Dekont, die effektiv bezahlt sind, für 2025 oder 2026 sind das die Montoren, die vier sind an den Konventionen. Da kommen wir zu der Konvention 2026, die wir dann heute stimmen. Du und ich habe eine Ablichtung gemacht, für zu vergleichen, die Konvention zwischen 2025 und 2026, für das ein bisschen zu erklären. Voilà, du siehst, dass Stunden, die Präsenzstunde, wo viel gesehen hast, wie viel geschätzt wird, wie viel kann das nächstes Jahr, also bis das Jahr 2026 werden an der Kreis sind, die gelegt drauf auf 250.804 Stunden, das ist eine kleine Diminution von 5.300 Stunden. Und dann daraus gibt er gerechnet, wie viele Encadrementsstunden es braucht. Und du hast am Anfang die Nuance, die muss machen. Du hast einfach bei den Heure inklusiv. Ich weiß nicht, wie ich das abgefallen ist, aber du siehst an dem Tableau, den du an der Annex hast, vom Dingen, dass du steht am Anfang die Heure inklusiv. Das wären immer 1,5% von den anderen, von den Heures d'Encadrement eligible. Aber wenn ihr das berechnet, dann könnt ihr nicht auf den Montor. Und das ist am Anfang so, dass das Ministère den Montor abgesetzt wird, also die Prozentage abgesetzt wird von 1,5% auf 2%. Und dafür ist der Montor dann am Anfang abgegangen auf 5.196 oder die Unzahl Stunden auf 5.196.
Und sie aber nicht den 1,5, den am Tableau steht, geändert, mit dem ist am Anfang 2% Stunden. Und dann also Renfort temporär für 700 Stunden, die nächstes Jahr 4 sind, natürlich 700 supplementär Encadrementsstunden, die durch 4 sind. Und das ist die Erklärung, dass am Anfang kann mit spezifischen Besuchen an der Schule, also wo eine extra Betreuung 4 gesehen ist für das kann, wo ein extra Tag 4 gesehen ist für das kann zu betreuen. Die Stunden sind dann eben zusätzlich auch an der Konvention mit abgelöscht. Voilà, und dann ein anderer Faktor, den eben den Montant total von der Konvention ausmöchte, das ist eben den Taux horaire und den Taux de Majoration. Den Taux horaire, das in der Moyenne, weil eine Stunde personell encadrant kostet. Und du siehst, dass die geht gerechnet und fangen immer auf den Dekont für 2 Jahre. Das ist 300 Monat geholfen von dem Dekont von 2024, wie das sich setzt für das Jahr. Und du siehst, dass den am Anfang von 47,52 auf 55,53 Euro runtergeht, was auch eine relativ starke Progression ist, weil das alles was Index, also Salary-Indexation, das ist auch das in der Zeit vom Personal, die Qualifikation vom Personal, was ein bisschen mehr runtergeht. Wenn du das als eine relativ Progression, die aber 16% ausmischt, länger auf dem Kriterium vom Taux horaire. Und den Taux de Majoration, das ist am Anfang das, was das Ministerium davon ausgeht, wie viel den Personalkosten noch weiter runtergehen. An den Taux geht eben noch von 1,09 runter auf 1,11. Voilà. So, dass am Anfang als Konvention das Jahr ausgemont auf 4 gesagt von 982.579 Euro, die wir müssten investieren oder beilegen bei dem Funktionament von dieser Meserrolle. Voilà, dann kurz, ich gehe dann nämlich so an den Detail bei den bei den Enfants scolarisés an den Amsterdam. An der Nämstelle, also bei den Enfants non scolarisés, als dann prinzipiell als nämlich just dem du hast, dass wir nicht bezahlen, also das heißt, die Tore sind auch nicht anders, du hast am Anfang nicht so relevant für uns, wenn wir am Anfang nicht dabei sind. Das ist eine Konvention, die der Gemeinschaftsschritte an der Caritas, an der Ministerium einer Schrift gibt, wo aber am Anfang keine Partizipation finanziell von der Gemeinde viel gesehen ist. Voilà. Kind du zu froh. Froh. Da könnte man schon zum Wort kommen, da das dann denke den Punkt dient. Aber was sind von der Konvention für ES, wie den Zerstand just erklärt wird, Kaiser Andy. Moment, die Sänger Progression, ja. Joch, Naglan Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Jules Singer Progression, ja. Dein Serge. Ja. Da ist ein Paul. Ja. Herr Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Volgerini Nora. Ja. Merci. Dann hat gleich eine Konvention an das für ENS. Fängt man eigentlich an, Kaiser Andy. Moment, die Sänger Progression, ja. Joch, Naglan Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Jules Singer Progression, ja. Dein Serge. Ja. Da ist ein Paul. Ja. Herr Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Volgerini Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir bei der nächste Punkt, wo dann noch um eine Konvention geht, aber das geht dann am Schötter Jugendhaus. Dann gebe ich Conny vor, uns das zu präsentieren. Merci. Hier geht um Konvention mit dem Jugendhaus und mit dem Ministerium. Das Jahr als eine detaillierte finanzielle Ablöstung als Annex B dabei. Die Masse salarial für die 3 Edukateuren beläuft sich auf 315.445 Euro. Dazu kommen noch Funktionementskosten von 3.000 Euro. Das Jugendhaus wird vorgesehen, am Jahr 2026 für insgesamt 1600 Stunden hier deren abzumachen, gerechnet mit 5 Euro pro Stunde, ergibt das ein Gesamtmontant von 8.000 Euro. Die verschiedenen Aktivitäten gehen mit 100 Euro pro Stunde verrechnet. Für das Jahr hat das Jugendhaus dafür 300 Stunden vorgesehen, was dann ein Total von 30.000 Euro ergibt. Kosten für den Inhalt vom Gebäude inklusive der Assurance belaufen sich auf 22.949 Euro. Gestationskosten liegen bei 12.109 Euro. Damit kommen wir auf ein Gesamtmontant von 391.502 Euro, wovon den Edukationsminister dann talschend also 195.751 Euro überhält. Das sind dann 19.016 Euro mehr wie 2025.
Dann uns noch zusätzlich Informationen zum Jugendhaus. Am Jahr 2026 als Jugendhaus 32 Stunden vor op, dat sie 4 Stunden méi wie dat Jahr fir run. Den Durchschnittsalter vun de Jugendlichen läit bei 16,6 Joer, am Jahr 2025 schlucht ein Alter bei 15,6 Joer. Kann ab dem Cykel 4 hunn 2-mal Möglichkeit während damit das Stand Jugendhaus zu besichen. Das Offer lebt ënner dem Numm Maison Relais aus Jugendhaus. An dann sind der pro Jahr organisiert Jugendhaus e Projekt YouKids an der Delt. Das an Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal vom Cykel 4.2. Ziel von diesem Projekt ist es, Kanner Jugendhaus als ein pädagogisch Offer mehr notzubringen, als sie zu wichtigen Themen abzuklären und zu sensibilisieren. Der meist besichten Tag am Jugendhaus bleibt noch immer den Freitag so wie auch letztes Jahr. Dann gouf de Kebab wohnt letztes Jahr konform umgebaut, sodass die Jugendlichen auf verschiedenen Events ihre Kebab können verkaufen. Das Jugendhaus organisiert auch weiterhin eine Vielzahl von Aktivitäten. Unter anderem gouf ein Upcycling-Projekt umgesagt, bei denen aus alle Paletten ein Hochbeet gebaut gouf, an dem sie hier egentgemäß upflanzen, das später für den Kebab benutzt wird. Neben Kachaktivitäten, Ausflüge an Snowhall op Amneville oder an de Kalypso op Saarbrücken holen die Jugendlichen natürlich auch an Aktivitäten an der Gemeinde teil. So haben sie beispielsweise Freundschaftsfest mit Siegelsbach ihre legendäre Kebab verkauft. Da will ich auf dieser Platz auch nach den 3 Edukateuren ein großes Merci für ihr wertvoll an engagiert Arbeit mit den Jugendlichen ausschwätzen. Gleichzeitig gilt der Merci auch der ASBL für ihre Unterstützung an ihr Engagement. Merci Conny, ich will vielleicht noch just dabei fügen, dass den Kebab unhänger schlussendlich von Eiseleit umgebaut oder konform gemacht gehen hast. Da waren Offeren von Firmen, das hat nicht geklappt und so finalement ist das von unseren eigenen Service die Erbisch gemacht gehen, das als Information. Weil da gehen sonst nach Frohen, du. Kein Frohe. Da könnten wir auch du gleich zum Wort kommen. Kaiser Andy. Am Ende seiner Prokuration, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Afotscherini Nora. Ja. Vielmals merci. Dann wären wir schon beim 4. Punkt. Und da geht es um das Engagement von den Studenten. Da gebe ich Neike und Serge gehen. Voilà, wie gesagt, geht um das Engagement von den Studenten. Das Jahr haben wir gesehen, für auch Studenten über die Ostervakanz zu holen, für die 2 Wochen von der Ostervakanz, also vom 1. März 2026 bis zum 10. April 2026. Und du hast insgesamt 4 gesehen, für 12 Studenten zu holen. Einen am Recycling-Center, 4 an der Conciergerie, 1 an der Administration und 6 am Atelier. Und dann für die Sommervakanz, die haben insgesamt 4 Plagen, 2 Wochen 4 gesehen, wo wir insgesamt 50 Studenten geben hören. Die sind dann abgedeelt über die verschiedenen Services, stellen sie nicht alle ab. Und das Ähnliche, was das Jahr nach eine Neuerung ist, also innerhalb von den dort Plätzen, also auch 4 gesehen, das war eine von den Konklusionen von dem Workshop mit Siegelsbach, dass man geben noch Möglichkeit abgehen, wann ein Student, den für Siegelsbach ein Interesse hat, für einen Stage zu machen oder einen Vakanzenjob umzuholen, für den eine Möglichkeit zu gehen. Das heißt, du hast 4 gesehen, für 2 Plätze oder so frei zu halten, für wann du ein Interesse wäre. Du hast doch so, dass in der Sommervakanz die hier Vakanzperiode an als Vakanzperiode zu schenken überschneiden, wo das möglich wäre. Und voilà, sie machen da eine Publikation bei sich, für zu gucken, ob du ein Interesse du hast. Und dann, wenn du ein Interesse du hast, dann muss man dann gucken, wie man die Jugendlichen dann auch logiert kriegen und so weiter und so fort. Also, das stellt sich noch jünger froh, aber das war an dem Bild von dem Jumelage weiter zu vertiefen, weil das eine von den Initiativen, die du diskutiert hast und die man dann mal heute testweise probieren umzusetzen. Merci Serge, ich bin nicht dazu froh. Auch kein Frohen zu den Studenten, da können wir über den Punkt aufstimmen. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Ende, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Afotscherini Nora. Ja. Merci vielmals. Dann kommen wir bei den 2. Punkt, Urbanisme und Development urbain. Was den nächsten Punkt Sinn vom Gemeinderat an die Session für nicht eine Evaluation environmental durchführen zu lassen,
weil wir 2 Gebäude und ich meine, das mich absolut Sinn, nämlich Jugendhaus und dann noch den Futur-Projekt von einem Versammlungsraum an der Rue du Château, weil wir die 2 Parzelle wollen so ein BEP klassieren. Ich meine, so ein BEP für also Bâtiment et Equipement public sind Regeln andere, wie wenn ich ein Familienhaus bauen und dafür ist das wichtig, das zu machen. Ich meine, das ist schon ein Trick. Den Dossier besteht aus 3 Deler Empfang, enke d'Änderung vom grafischen Deel vom PAG an der Rue du Château, zumindest beschenke den grafischen Deel vom PAG an der Rue Principal. Ich meine, ihr wisst, wo die Gebäude sind, und dann enke den schriftlichen Deel vom Artikel 17. Da geht den Parkplätzen, wo dann die Zahl raus gestrachelt, wie viele Parkplätze man pro Klasse soll bei der Schule brauchen. Voilà, ha enke bildlich, wo wat man schwätzen. Ich meine, das enke hei dat Gebäude an der Rue du Château, wat den Amikal vun de Pomsche geheiert an wat Gemeng du investiert. Ich mein, bei dem Punkt sind man net mehr, da wird er an Dossier Leiie kommen, gëtt natürlich doch rechtlich geklärt, wie dat geht dann no, wann Gemeng du investiert. Voilà, hier sind wir dann am PAG, wie dat durchstellt, die Zone Haut und dann die Zone als PHP. Und dann derselbe ist dann enke fir Schëtter Jugendhaus, da sind wir op der Parzell gesimmer ganz schön, an die dann noch no bloget, dann noch eng so BEP gen. Ass dann noch just den Kaffee, de kennt alle go, den dann do net BEP ass. Voilà, wat mal lo am Dossier desideieren, ich mein, du gesinn, do loch auch den Brief dran vom Ministère de l'Environnement, wo sie dann noch damit d'accord sind, dass man die Umweltprüfung nicht brauchen zu machen, dass man da ein Dispens kriegen, weil nicht prävisibel ist, dass durch die Mise en œuvre vom Projekt, dass da Nuancen da kommen. Dafür sind sie auch da ganz mit der Gemeinde einverstanden. Und dann dezidieren wir ja den Dossier Teil Kelvin H4 an die Prozedur zu gehen. Und da wird dann den Chefrat auch beauftragt, für die Konsultation zu machen, die Konsultation publik, weil sie dafür gesehen als an Artikeln 11 und 12 vom Gesetz vom 19. Juli 2004, was den Aménagement kommunal und Développement urbain geht. Voilà, ich meine, es sind Kleinänderungen, die man muss machen, das aber die Prozedur, die befehl gesehen ist, weil es der PAG ist. Und die muss man dann anhören. Ich meine, dort gesehen, da auch die ganze Beschreibung am Dossier mit dran, die Etude Präparatoire. Ich gehe nur da im Detail nicht drüber an, ich gehe nicht so, wann da froh du hat, dass wir das dann auf TV diskutieren. Sind du froh? Ja, sag ich, was es gibt. Ja gut, wir haben an sich einen ganz Kopf gemacht. Ich bin auch überrascht, dass den Henning und der Thayas hier ein Dossier präsentieren. Und wir wollen prinzipiell mal am 4 auschecken, dass das die Mopo, über die wir aufstimmen. Die betrifft ja 2 Gebäude an der Umgebung vom Campus, das dann das Jugendhaus an Gebäude von der Amical an der Rue du Château. Die an sich auch umgebaut soll gehen, wenn man nur die Pläne guckt. Die lo am Dossier sie von der LSC, die ist lo gewesen was. Mittlerweile gilt ja aber doch schon absanisch das. Da gilt ja anscheinend ja aber Neuplan. Und ich meine, wenn der eine Sache, die mir am Fongo Lorlo bemängeln, das es war lo für kurze Reunion mit den Vereinen. Da konnten Vereine schon Pläne präsentiert, die die Gemeinderat noch nicht gesehen hat. Vom Umbau von dem Gebäude an der Rue du Château. Und ich meine, das hat man auch schon, das nämlich zwar schon mit dem Gebäude vom Jugendhaus, da sie noch Pläne an der Öffentlichkeit präsentiert gehen, jede Gemeinderat die gesehen hat, auf einer Generalversammlung. Ich meine, das ist eine Situation, die nicht ganz gesund ist, von Vereinen respektive Privatleute echt etwas gewohnt gehen über Erbischten wie die Gemeinderat selber. Gut, wenn wir am Dossier gucken von LSC,
du hast ja einen Punkt, wo dann ein Mopo geplant ist von den PHP Quartier existant. Da haben wir an sich die Frage, für was Leute das nicht doch im Moment mit dem Tisch, dass die zwei Stück hat können zusammen parallel präsentieren und aufstimmen können. Gut. Zum Mopo selber haben wir verschiedene Fragen. Das die mat fir Jugendhaus mat eng separat BIP, obwohl das Jugendhaus hier und de Campus steist, wo jo an sich schon eng BIP besteht, da wird schon mir einfach gewircht fir déi Matto zu integrieren. Was lo den Artikel 17 betrifft, fir Parkingsemplacementer pro Klassesel zu supprimieren, das betrifft ja an sich just den Campus. An net Jugendhaus an noch net Gebäi von der Amikal von der Pompier. Me könnt ihr euch das, wann ich mal erklären, für wie viele Parkplätze das wir aktuell schwätzen, auf wie viele Parkplätze hier noch benutzt gehen oder gebraucht gehen für nur Ausbau vom Campus oder nur den einzelnen Phase vom Campus. Weil ich meine, wir schwätzen ja von mehr Klassensäle, wir schwätzen dann noch von mehr Lehrpersonal. Und logisch wir dann hier an dem Artikel 7, wo ja ein Parkplatz pro Klassensaal vorgesehen ist, also logisch wir das supprimieren. Muss ich aber da ein bisschen Chiffren haben, ob das überhaupt so machbar ist, für den Artikel 17 so umzuändern, an den Punkt zu streichen. Es geht auch um ein Dossier von LSC, die zwei geplante Projekte aus dem öffentlichen Bestand zu realisieren. Besteht eine Konvention mit der Amikal, dass das Gemeinde, weil der Besitzer ist vom Gebäude von der Amikal oder hat er das vielleicht geschenkt oder gekauft. Weil sonst könnte das schon nicht an dem Dossier so durchstehen. Das ist da schon noch einmal ein Fehler. Laut der neuen Planung wird Gebäude auch nicht mehr teilweise öffentlich. Könnt ihr euch das doch von wieder erklären? Weil wenn das Gebäude ganz oder teilweise an privaten Händen ist, stellen sich andere Fragen, sicherheitstechnische Fragen, wie wenn die Räumlichkeiten ganz öffentlich genutzt gehen. Auf der Seite 12 vom Dossier schreibt er, dass punktuelle Starkregenrisiko besteht. Wir lauten alle Pläne aus dem Dossier von LSC wäre kein Problem, weil just Gebäude an den Tisch geht. Anscheinend geht das Gebäude aber auch in der Keller. Wissen wir nicht. Gut, da wäre ja aber ein Überschwemmungsrisiko, oder nicht? Da schwätzt er von am Dossier LSC, schwätzt er von einer Salle polyvalent am Dossier. Mehr besteht ja auf den neuen Plänen. Gibt es da noch eine Salle polyvalent auf den neuen Plänen? Ich weiß nicht, ich denke, die hat die Pläne ja bestimmt alle Guten auf den PC. Wir vielleicht eine Möglichkeit für als Datei zu projizieren, dass die Gemeinderat sich auch mal ein Bild machen, wie das Gebäude soll umgebaut gehen. Von Vereinen dabei schon wissen. Laut dem Dossier oder laut dem Dossier von LSC wären am Änderungsbereich kein Objekte oder Elemente, die in landesweiten oder kommunalem Denkmalschutz stehen. Terrariert sind auf steht de Gabarit conservé, an Haus auch conservé. Also ist das doch nicht gerade textuell richtig. Wobei sich dann ja nur muss froh, ob das überhaupt noch Sinn möchte, für die Gebäude zu schützen, wenn der Amikaliert Gebäude noch Urven ausgebaut wird. Ein von den Punkten am Dossier, die schwätzt von einer optimalen Lage par rapport zum öffentlichen Transport.
mit erklärt als mal weit Vereinsleit an der Publik solle bei den Ort der Begegnung und das Zusammensein es kommen sollen zum Mols Overs ohne Auto. Wie kommen Leute an dahin? Aber man da gucken, wie soll die ältere Generation an Leute Mobilität reduziert, wie sollen die da bis dahin kommen? Und wir werden das Mopo nicht mitstimmen, wenn wir der fester Meinung sind, für über 1 Million Steuergelder von den Bürger und Bürgerinnen auszugehen und die an das Gebäude dort zu investieren, obwohl vieles dagegen schwätzt, für den Bau quasi ein Kehr neu zu bauen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es mehr sinnvoll wäre, und manchmal problematisch, für die Gelder an einen Umbau bei der Alminster Schule zu investieren, aber eine Renovation von der Alminster Schule. Du hast Transport, den öffentlichen Transport, Parkingen sind auf Katzsprung weg. Und dabei, die Alminster Schule, die ist nicht an einem Schloss, wo auch geringe Lichtverhältnisse sind, und wo nicht mal ein Platz beim Gebäude ist für Wellon hinzustellen. Wir werden alle Pompiers bauen nicht einfach gezielt für die Amikal von den Pompiers zu renovieren. So wie die Gemeinde das schon gemacht hat, Neueisen am Haushand. In dem Moment schätzen wir bestimmt von einem ganz anderen Kostenpunkt. Und Gelder wären wahrscheinlich noch mehr sinnvoll angesagt. Ich will hier aber nur wirklich zum Schluss präzisieren, dass der Bürger nicht gehen schaffen, für als Vereine optimal angepassten Infrastrukturen sind. Mais au contraire. Wir machen Politik zum Besten von unseren Vereinen an für allem auch Martinen zu suchen. Ich meine, da waren nur als Kommentaren dazu, also wirklich den Dossier von LSC, den als wann es neue Pläne gehen, gönnt letzten Stand an. Die können so, warum wir schwätzen just von einer Mopo, Gebäude ist nicht gebaut. Wir schmengen, da sind aber ganz viele Punkte, die matt spielen, wo es Remarque sollte man da fließen. Merci. Bon, vielmals merci für die Remarken. Bon, ich meine, du hast so weit ausgeholt. Muss ich für dich mal so, wir als Konzept da gehen als Gemeinde. Das ist mir schon letztes aufgefallen, wie wir über Taxreglement bei der Müllabfuhr geschwärzt haben. All die Konzepte, Müllreduktion, Mobilität, Verkehr reduzieren, das scheint alles keine Wichtigkeit mit zu haben. Bon, ich meine, das ist ein politischer Schwar, den ich möchte. Ich fand, dass er immer muss an seinen Decisionen aber irgendwo kohärent bleiben. Und die Kohärenz fällt mir laut Noven an denen Remarken ganz sicher nicht op. Et sind effektiv ein paar Fehler an dem Dossier. Da gibt es eine neue Version von dem LSC-Dokument, die haben wir auch abgeladen hat. Ne? Das war nicht die neueste Version, und da sind ganz viele Fehler, die du gesprochen hast. Das ist ganz richtig. Die sind verbessert gehen. Das war nicht ein Draft, und da standen Sachen dran, die nicht richtig waren von LSC aus. Und die sind abgefallen, die sind verbessert gehen. Ob sie alle, wie du so abgezählt hast, verbessert sind, weiß ich noch nicht genau, wie mit den Proprietätsverhältnissen das verbessert gehen, an einer Sachen sind verbessert gehen. Dann als die Remarque gemerkt gehen, ein separat Mopo, wir machen ein separat BEP, wir machen heute kein separat BEP. Ne? Ich meine, das ist ein Parzell, überträgt das PAG ist Zonen, das ist entweder Hab 1 oder das Villages Mixed oder das eben BEP, und die Parzell leitet dann eine Zone. Ne? Das ist nicht, dass ein differenziert BEP gemerkt wird, ein separat BEP gemerkt wird für die Parzell, aber die Parzell geht eben, weil die anderen Zonen schon klassiert sind, und der Café de la Gare, die können wir nicht als BEP klassieren, das schließlich auch keine Zone für Bâtiment, Equipement public, das ist privat Betrieb, den da funktioniert, das ist ein Privatparzell, die da funktioniert, das ist nicht gedacht für einen öffentlichen Raum von der Gemeinde zu schaffen.
die Änderung mat de Parkplatz nicht mengen die mcht kesinn méi Parkplatzen op dem Sit wie dat wat dem Reglement gefrot ass an dat werd an Zukunft so bleiben an da muss auch wissen dass die Parkplatzen fir Personal net muss mir sitzen so funktionieren mir schon haut mir haut Reglemento da se nimme 5 Stunden dürft parken der Leute méi lang op dem Sit do sind die muss wenig wie weit park go dat ze kein das net kein Parkplatzen do sind du kannst just net direkt bei der Nues hun an zander dass man dat Reglemento geholl hun funktioniert de Campus viel besser dat krämer von überall gesot weil man de Rollement hun weil wann du hinnerkennst nimmen ein älter Gespräch oder irgendein Problem vor kurzer Zeit da kannst du op de Campus fuhren an der Boston nur kurzer Zeit was fort dat war 4 Runde Fall net weil mal Leute ganzen darüber du gepackt hun Parkentreit do funktioniert huet verschiedener hier Zweetgarage op dem Sit hat dat huet also alles net funktioniert haut hummer do eng vernünftigen Gebrauch von dem Sit und dat doch an Zukunft so sinn an schmenge noch Personal dat wat man von den private Betrieber verlangen wo man dee so heide deft net soviel Parkplatze bauen wie der emploien huet fir das mat leiden dat so bekannt dat huet man am ministerisch nach en Menden op der Reception gesot do wo Straßener Parkhäuser bauen du hast auch Autosverkehr ne also auch do englisch zählt aber die Regel dass vielleicht auch dort Leute am Büro oder am Zug schaffen kommen dat ass nicht so an dem Gebrauch wenn ein Parkplatz ist dann stellt sich doch nicht für was soll dat eng einer Regel sinn für Leute über im Schulcampus parken wie für einer Leute die an zu schaffen mehr Auto doch kein Problem wie gesagt dat funktioniert mittlerweile viel besser ist schon auch keine Reklamation kriegt dat war am Anfang wieder immer bisschen das von den App so passt sind immer Leute die nicht direkt zufrieden sind oder auch vielleicht haut an nicht zufrieden sind mit schon einfach der Situation und am Endeffekt muss ich wenn ihr das objektiv guckt so nicht funktioniert viel besser da muss man ja wissen dass man an der Gemeinde in Penurie holen das also okay soll zu viel dem wir aménagieren auch also das selber gesot geschützte Gebäude Gabarit geschützt ich meine an dem Sinne dass da doch gemengt den Text den dort steht mir auch de Volumen von dem Bau an der Rue du Château den ist interessant das historische Bau da tun wir immer gesot mir nirgend run die Residenz ich kann mich erinnern gut run wie viele Diskussionen dat war Video bis trotz war Bau mir das gesot gehen de Gabarit de Volumen von den Häuser wie dat freier du war soll er halle gehen da so schwa entweder net wann net mcht an dat auch schon gesot dann rappen man de Bau wäsch an dann setzt mein Bank hin an dann as fertig da stellen man nicht mit hin DD war fir trotzdem du rest zu machen dazu zu erhalen wie dat besteht der Charakter von der Stoß zu erhalen an trotzdem mit öffentlich zu benutzen fir die Fehlversammlungsböse an die man hun Ich meine noch dass net so schlecht leid ich meine mir wissen dass Owes den Geschäft du zo hast du hast Parking net nur bei muss watstroß go was du schon do am kre noch do wann in dat langfristig guckt oder sogar vielleicht mittelfristig da das so viel gesinn an als PAG du sie Couloir viel gesinn auch wie zu faust dann nur vom Campus lcht tapstroß kann in der no hingoen also ich mengen dass dat go net so schlecht nur leid an ever zesibel also auch haut schon war man damit Peres schon die troisième Âge feieren und so weiter stellen wir für Leute die Männer mobil sind oft Nawetten zur Verfügung nicht daran wenn die entre Citybus fahren ich meine das brauchen wir nicht das kann ich doch richtig so ich will so da kommen Evolutionen du werden an Zukunft ich muss nicht über Männer Gedanken machen weil man da immer noch nie weit gehen ich denke noch vielleicht autonom Nawetten und so weiter wo das Verkehrsproblem ernst wird ugepackt gehen und ich hoffe nicht und ich meine wenn man nicht einer Lesungen fanden da sind wir sowieso dann kann es nicht mehr funktionieren wir dürfen nicht mehr alles auf das Auto axieren also du musst noch die Courage und einfach mal zu so wir probieren nochmal etwas Ernstes an mir motivierend Leute sich auch vielleicht ernst zu bewegen wie man hier ein Privatauto und am besten nach bis 100 interessiert da wollte ich aber nach so ein was die Geschichte mit der Verein geht wir kommen dann nun zurück wir werden also wahrscheinlich ein bisschen wiederholen das ist so dass man eng Prozess sind wir schaffen etwas aus kommen lo an der Gemengerot am Plan 4 dann war du nimmer der Vereiner geschwert mat der Vereiner geschwert fir dat auszubauen was da net gut also irgendwo muss man enkivaluieren wobei ist Katzesto an den Schwanz ich mein Gesprächer gefordert also so dass man probiere Subsidien zu kreen
iwwer den 5-Jahresplan vum Development Rural kann en do Subside kreieren. Do ass awer nummer doppler, dat sind da noch mat de Leiit schwätzt, also Biergerbefroung an eng Biergerbefroung hech net, dat se muss Referendum machen an der Sitrede do seg Menung seet, méi eng Biergerbefroung as die wie man so ha gemerk hun, dat konzernéiert Populationun an dat Sinnmonol als Vereiner direkt zu können Stellungen hhöllen an so wat hätten sie davor besoen, net gët formaliséiert, da muss man überhaupt enke gucken, ob man dem richtige Wesen an Donno Schweizer nächte gengt, dass man dann noch eng eng Erbesitzung machen an enke iwwer die Projekten schwätzen mit as Prozess. Ich mengen Wéi soll man dann lo ufenken. An de Gemeingrot kom okay gefro, dats net gut Frobat Leiit, ass net gut dats nach kefäsche Pro mé hun noch ëmmer, wann man ze summe se schwaz iwwer die Sachen, da soll net wie wann man gingen ha Dossen raus hulle fertig so mir schwatzen drwer mir sinn oft ze summen, wo man drüber schwatzen. Ich mengen, dass dat alles an dem Kader sech bewicht, wo man immer so, dass man rawer probieren transparent am Gemengerot ze summen die Politik ze machen. Also ech gesinn op jeden Fall so an is se net mat koch, dats et lo immer im Ernst interpretéiert gëtt. Voilà, ich weiß nicht, ob ich Punkte des lang geschwert alle go mat opgeschrieben hat, war sos nach hin es macht en gemacht huet oder zu der Sache man Dossier an de Gemengerot kommen. Ich meine ginint an der Möglichkeit lächte Mittwoch von gut kann erinnern, weil dat lächte Mittwoch wurde die Woche fir schon hat man eng Erbisitzung. A Projekt können an Erbisitzung geschwert gin, zumindest mal enke gewisse gin. Und dat war ja auch an sech iwwer alles wat Parking an Modifikationen betrifft. Ganz d'accord. Du hätten Dossier zum Beispiel könne präsentiert. Ganz d'accord. Hun no en Kaston ekrit, du könnt dat alles mé hun Erbesitzungen gemerk, die Lächterbesitzung versucht mat 2 Stunden ha, wo mat der Bautekommission zu summen iwwer d Reglement ergangen sinn. Do war net doch méich nach mir an ze am Element net da gehabt. Mais wann mat Element alle go hunn, dann können man enke darüber der Mämer auch diskutieren, wann dat war Jas immer well aufgestimmt as neich. Mein Gemengrot immer dat lachte Wut. Am wëll noch, dats der Gemengrot mat sowieso überschneit dat ze zum Deel. Ich mengen ich gesinn awer och Leute aus dem Gemengrot bei all denen Leute immer invitieren, sind an awer dabei. Gut ha war lo enke Mol de Vereiner ze soen, wie sie si dat, wat sie dat, dats man dat noch könne abbringen, dats man könne soen. Voilà, Vereine hun dat gesot, dat dos Retour kom, wat Mammer der Mader, wie bau man der dann, bau man net an. Fanne schon, dat se we ha den Fichten wie ass. Sos nach machen. Tanja as vun se woch hai. Merzi Tanja. Den Henning ass effektiv net den ass nowen verhënnert, méi Tanja ass awer ha gesinn dose Mapp, du wollt awer so. Ma just de Mikro sos den dobause nächt. Just zu der Prozedur vom PAPQE, das ja so, dass de PAG, wenn die geändert wird, dann hat das ja heuer einen Abfluss auf PAPQE. Heuer in dem Fall, das ist ja genau, also das ist ein richtig schön gutes Beispiel. Und das ist ja dann so, dass die PAG, Prozedur vom PAG ist anders wie die Prozedur vom PAPQE. PAPQE ist genau dieselbe Prozedur wie ein neuen PAP. Das wird ja für dich vom Schafferrot affichéiert. Und da können die Leute ja am Anfang noch reklamieren. Dafür ist es ja so, dass dann die Reklamationen plus das, was vom Interieur kommt, wenn man das bis hin, da kommen wir bei den Gemeinderat für das zu stimmen. Mit das am Anfang, wenn den Dolo nicht gestimmt hat, dann da gibt es ja keinen Sinn, dass die Prozedur eigentlich entlaufen. Das heißt, normalerweise kommen wir immer für dich mit der PAG-Änderung, aber wann dann, da geht es direkt an die Prozedur. Just für den Unterschied. Merci für die Präzision. Sie nachfrohen. Ja, Paul. Just eng froh, der gesagt für du von am Artikel 17 geht mat der Parkplätze pro Klasse soll gestrach. Me zieh an sich mit Parkplätzen do wie lo Klasse se. DDF zu streichen, das verstehe ich schon nicht. Weil da einfach gesund mir möchte. Ich meine, ich gesund du ein 12 schreiben mit einem hautnah Konzept, wie ich gesagt habe. Und ich meine, wir machen noch alles, für das die Leute auch einer Bewegung, also Fortbewegungsmittel benutzen, öffentlichen Transport, weil mit mir einfach gesund, wenn du eine Regel oder die ist nicht appliziert, wenn man einem ganz anderen Konzept, also wir haben auch Deelprojekt geguckt, an dann hast gesagt, gehen durch Parkplätzen vom Deelprojekt, da müsste das ja so und so sein. Ja, wir haben ja aber viel mehr, und wir sind da, wovon das im Text nicht mehr da verloren. Ja, Serge.
Ja, also ich meine, für zu ergänzen, Dinge, also einfach denen, der Parking ist schon nicht privativ für den Showcampus, ne? Also normalerweise haben wir über viel gehabt, so viele Parkplätze pro Residenz, so viele Parkplätze pro Commerce, das sind halt die Parkplätze auch, die auf dem Sitz sind, für den Commerce oder für den Dinge reserviert sind, heißt sie einfach Parkplätze, das ist ein öffentlicher Parking, wo an Rote dann noch ein Showcampus parkt. Also für du hier war echt die Überlegung, dass die Notion von engem Parking pro Dingen am Anfang nie so in der Praxis umgesetzt gehen, weil immer Parking publik war, nicht der Parking, den reserviert war für das Schulpersonal. Und das ist für mir sehen sind, dass wir nicht dafür auf der Weg gehen, für auch von der Showcampus weiter ausbaut, dass man so dass wir ein paar reservierte Parkplätze für den Showcampus oder für Personal von der Maison Relais oder für Personal von der Crèche oder Personal vom Jugendhaus oder wen auch immer du ausschmengen an dem ganzen Imkreis aus ganz gut öffentliche Ubernung an sie ganz viele öffentliche Parkingen du so dass irgendwie weiteres muss machbar sie für die Leute, die du schaffen für die zu kriegen. Die Parkplätze sind natürlich reserviert, werden bleiben. Das sind natürlich die handikapiert Parkplätze, Parkplätze für Kanner 2, 3 an Crèche aufzugehen. Die werden natürlich bleiben an den Elektromobil, also die Elektrobahnsplätzen. Weil all die anderen sind ja wie es verhindern. Und funktioniert, wie gesagt, funktioniert im Moment ganz gut. Ja. Nach rein froh, gerne. Wenn wir keine frohe mehr haben, dann geben wir über den Punkt auf. Stimme, wann schläft Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration, ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Mam Jules Prokuration nee. Heinz Serge. Nee. Tyson Paul. Nee. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afogerini Nora. Ja. Merci. Voilà, da kommen wir zum zweiten Punkt. Und da ist die Approbation von einer Demande de Lotissement. Das gebe ich dann ein um. Voilà, de Projekt ist ja schon bekannt. Wir hatten den schon öfters hier am Gemeinderat das in der Hart, wo der Projekt ist. Voilà, da haben wir ja eigentlich hier PHP gestimmt, an einer Hab 1, und da sind wir ein bisschen bei den Zonen, und hier ist Quartier existant. Du hast ein Gebäude, da gehört die ganzen Terrain dazu, und das ist Quartier existant. Das heißt, die wird developiert nach den Regeln auch vom Quartier existant. Voilà, denke kurz für eine Erinnerung zu rufen, wie das soll ausgesehen. Ich meine, hier ist den Teil vom PHP und hier ist dann am Quartier existant. Das war da geplant, das noch als Regeln, die man baut, das Reglement tun. Und das gibt eine Residenz mit 2x6 Wohnunitäten. Voilà, so gesagt dann das ungefähr aus, wie es geplant ist, Fassaden, Schnitter. Und was haut los? Ich meine, das Quartier existant mit 2 Parzellen. Ne? Da ist die große Parzelle hier, wo dann das bestehende Wohnhaus noch drauf steht. Und da ist die Parzelle hier, die dann noch getauscht wird mit der Gemeinde, die aber noch einzeln am Kadaster dann noch angedroht ist. Und was wir heute aufstimmen, das ist eben das Mordselement, dass eben die Parzelle hier mit racken und dass eben die Parzelle in der Deal geht. Auf der 46 mit der neuen Nummer, die delte Kadaster damit und du kriegst dann noch eine neue Nummer und das ist am Anfang das, was wir heute als Projekt heute durchschauen. Und ich meine, das war schon die letzte Slide. Ne? Voilà, dann wenn er dazu frohen hat, da könnte man darüber diskutieren, aber kein froh sind, dann können wir auch schon aufstimmen. Dann gehen wir uns nicht so fänken, Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Mam Jules Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afogerini Nora. Ja. Da gebe ich Tanja und denke, merci so für den Präsenz. An den Antwort oder den Erklärung. Und dann kommen wir schon
bei dem nächsten Punkt. Da sind wir bei der Gemenge Finanzen. Und da gibt man erst den PPF vorstellen. Stift. Voilà, schon als Dokument krit wie Joas an der üblicher Form op den Server gesagt schon ich nowen eng klein Präsentation gemacht, wo ich wieder denke bisschen Anschluss durchstellen dat ja war bisschen mich spannend an Zeiten aber ist Gemeng durchkommen. Voilà, sieht dat eng bisschen enger Grafik, die auch aus dem Programm vom PPF abgestaltet gëtt. Also da sieht die blaue Linie wenn dat sind am Anfang alle als Resetten am ordinären die man hunn, weil alles wird net finanziert. Also der Tisch hautdachs möchte dat kein großen Unterschied. Du hat man innen die Rotlinie gesehen, dat wird finanziert. Dat sind am Anfang die Zinsen, die man haut nach Kredit op den Millionen, die man bei Spurkonten sto hun. Du konnte mal immer all Jahr nach wie du zum Beispiel für 2025 nach 140.000 Euro budgetisiert ran. Auch da sind wir die Streber. Und dann die Rotlinie, das sind als Depense ordinären auch nachrenker ohne dat wat dann von Schuldzinsen oder von Remboursement op de Schulden aber es durchkennt. Dann hue er de bloe Balken, der am Anfang da wie die Evolution wird ziehen, wird als Resultat am ordinären aus, also an einem gängischen Geschäft von der Gemeng. Du siehst da ganz klar, dass das Haut relativ ähnlich immer war und die letzten Jahre auch immer relativ ähnlich war. Und dann ab dem nächsten Jahr oder ab diesem Jahr vielleicht mehr spätestens ab dem nächsten Jahr geht dann aber die Zeit, wo dann aufhängen Anprennt zu machen. Und ab dem Moment, wo man aufhängen Anprennt zu machen, da kriegen wir eben noch die Remboursementen, die müssen machen, ob dann Anprennt an die Zinsen, die man muss bezahlen. Heißt alles an 1.000 Euro im ausgedrückt, also hat man dann 164.000 Euro, 1 Million Remboursement plus Zinsen auf die Prämien für die nächsten Türen, die da gehen durchkommen, für all die Anprennt, die man machen. Voilà, und dann hat gesagt, heute nämlich ein bisschen für alles, was ein extraordinäre Budget ist, also alles für die Investitionen, die man machen. Ich meine, du siehst heute, da man zum Beispiel 23, 24 plus minus immer die 9,5 Millionen Euro Investitionen hatten. Für 2025 hat man noch ein Budget direkt 24 Millionen viel gesehen, da werden wir echt bei 15 Millionen rauskommen. Und da gesagt, aber das wenn die größten Investmentsprojekte im Showcampus, im neuen Dörfkehr, also weiter so fort, Zonen aufhängen, dass die enorm werden steigen, sodass man davon ausgehen, dass das dann 2026 bei 33 Millionen wird liegen, 2027 bei 41 Millionen und dann 21 33 Millionen, 24 Millionen. Also das sind die Schätzungen, die wir haben mit den Projekten, die wir aktuell haben. Das sind immer Schätzungen, nicht das nicht drauf fest. Also bei verschiedenen haben wir schon eine APD gestimmt, da wissen wir plus minus wie das, da wissen wir dann nicht genau, wie viel der Ball die Jahr sich verdient, mit das einfach nur, wie wir das estimiert, wie das werden evaluieren. Dann nämlich bei den Resetten, das ist die blaue Linie, die da gesehen das sind als Reset extraordinären, en gros ist das alles, was für Subsidien ist. Du siehst, dass wir relativ einen starken Peak haben, dieses Jahr und nächstes Jahr. Das ist am Anfang so, weil den Innenminister den aber die größte Subsidie wird gehen für ein Projekt, notamment bei der Schule und noch für ein Gemeng, angekündigt wird, dass der par rapport zu dem Subsidie, den ich kann kriegen, eine relativ große Avance an der ersten Tranche kann kriegen und bis zu 80% kann ausbezahlt kriegen, wenn er aufhängt mit dem Projekt, sodass den du relativ viel vom Subsidie kriegt und da kriegt natürlich nur, was ein Projekt zum Schluss kommt, auch nicht mehr raus, wobei der Haut echt umgedreht, weil er in einen kleinen Moment am Anfang kriegt und recht ganz viel beim kommt. Weil das war ein ganz gute Novelle für alles Gemeng, weil man da aber viele Suchen erspult für so alleine zu tun. Und du siehst dann eben immer das Resultat, was am Anfang da entsteht, wenn die zwei zusammen rechnen, oder also mal als Resetten haben von just 2,8 Millionen und 20 Millionen Depensen, dann ist es klar, dass wir am Anfang die 17 Millionen Defizit am extraordinären haben. Dem Montag wird dann natürlich immer ein bisschen abgefangen durch den Überschuss, den wir am ordinären haben. Ich meine, da hat er gerade gesehen, das sind plus minus immer 10 Millionen, die wir am ordinären haben, die darüber finanziert gehen und alles, was dann aber nicht durchgeht. Das sind natürlich dann die Monten, die man alle Jahre alleine gehen, für die Projekte zu finanzieren. Voilà, hier ist also ganz krass zusammen ein Resümee, was wir plus minus an Tableau gesehen haben. Also nur am Dokument von der Kredit hat alle Einzelgebäude abgedeelt, so wie in der Prävision 4 gesehen hat. Das hat einfach ganz krass zusammen gerechnet. Da haben aber gesagt, dass an dem Planning bis 2021 für die Campus Scolaire zum Beispiel die größte Monte 4 gesehen hat, dass sie bald 32 Millionen. Den APD, den wir gestimmt haben, den ist mehr niedrig gewesen, aber du fängst dann natürlich heute schon da an, für die Bâtiment 1 und 3, also die aktuelle Maison Relais umzubauen, für die Bâtiment 6 und 7, das ist die aktuelle Cycle 1 Schule, für die umzubauen und eine Maison Relais. Und da fängt auch schon natürlich Planung an, also Planung ist sowieso die ganze Zeit im Gang für die weiteren Ausbau und dann geht da auch schon die erste Kästen an vom nächsten Ausbau von der Schule vom Cycle 2 bis 4.
Nein dürf ger du si 23 oder 24 Millionen neus gesinn. Du muss so, dat Projektmanager bisschen mit zu gestreckt hue iwwer Zeit, also du hast eng relativ gräser Tranche auch nach 2030 gesinn, die du bezölt gëtt. PHP Router 17 Millionen vier gesehen, das für die ganze PHP zu developieren und dann habt ihr für das Projekt vom Atelier kommunal und dann an einer spätere Phase eben noch die ganze Infrastruktur sportiv, die soll hinkommen. Das IAS plus den CIS plus die ganze Infrastrukturen, die du musst entstuhlen, die Straßen, die du musst sie gebaut gehen, sind im Moment halb budgetisiert bis 29 für 13 Millionen. So schon rund 10 Millionen angedrohen Akquisition von Associé, das sind ich meine dummer größten Dossier durch. Wir hatten aber schon an der Käf, die wir schon gestimmt tun für Terrain zu kaufen, wo wir aktuell um 4 sind noch 6,3 Millionen. Das sind wirklich die Transaktionen, wo wir haut festen, dass wir sie wollen machen oder schon gemacht haben. Und dann, als besser wie der Nico am Anfang an seiner Anleitung erklärt, dass eine ganz große Posten, all die Investimenten an der Südest, wo bei 6 Millionen bis 2021 gesehen sind, also wie der Nico so, das ist der größte Teil für die Kläranlage, mir das aber auch ein Teil für verschiedene Rüppen, die nach dem Gang sind, gebaut zu gehen oder noch geplant sind. Voilà, wir tätig dafür als Verschuldung, also heute meine ich wieder die 3 Millionen 2026, die man das Jahr am Budget vorgesehen hat, dass man nach abkommen. Wir sind auch am Konto 2025, also schon eine kleine Hoffnung, dass wir das Jahr nicht durch kommen, wenn es so gut geht, aber verschiedene Subsidien kommen. Na, da sind wir mir optimistisch und ich meine, da schließen ich Beschluss kann man nicht gehen. Wir müssen dann gucken, aber eventuell das Jahr eine kleine Tranche, die wir müssen denken, und da gesehen, aber ab 2027 kommen 17 Millionen und da gucke ich mal 33 oder bei 34 Millionen Klammern. Für dann 2021 bei 31 Millionen rauszukommen, wo wir Rängen Emprunt hatten, minus die kleinen Annuitäten, die dann über die pro Jahr schon aufbezahlt sind. Vielleicht zur Erklärung, als Emprunt, da sind immer prädefinierte Formeln an dem Tableau vom Sigi 4 gesehen, also wir haben einen Emprunt den Taux angesetzt, dass man einfach so in Berlin bei 3%. Das ist also eine Sache von der Negociation, nur mit den Dingen, man muss ich immer so fangen, und Preise sind auf 20 Jahre. Das ist eine Diskussion, das ist auch noch nicht figiert, dass man schon irgendetwas diskutiert. Ich meine, das heißt, die macht man nur auch mit dem Ministerium gehen, bei den Service-Institutionen, für uns beruhigen zu lassen und dann eben noch den Kontakt aufnehmen mit der Bank, für zu gucken, wann so weit ist, wie man das finanziert können kriegen. Und dann, weil das ein bisschen mehr rezent, ein bisschen ein Sujet war, eine Jahreszeitung, wo dann eine Question parlamentär war, war das den Emprunt par Habitant. Haben wir das auch ein Gehai an der am Sigi, also am PPF-Programm vorgesehen, als haben wir da ein Gehai illustriert. Also du gehst dann als Verschuldung zwischen 2021 und 2031 bei ungefähr 8.000 € auf den Habitanleihen. Da geben wir relativ Heichlein, aber noch bei weitem nicht bei denen meist Verschuldeten. Und ich meine, war auch immer gesagt in den Artikeln, das ist auch nicht ganz richtig, für das so einfach so simplistisch zu rechnen, par rapport zu den Totalemprunt, par rapport zu den Habitant, weil das just kriegt, das hängt auch ganz viel davon ab, wie viel den Recettes ordinäre sind, wie viel den Dépenses ordinäre sind. Und ich meine, du musst ihn einfach schon so, wenn ich alles vergleiche mit einer Gemeinde, wenn ich bei einer Gemeinde das Budget gucken, haben wir relativ großen Überschuss immer an unserem ordinären, den uns aber viel hilft. Und ich meine, du kannst dann noch zu so auch am ordinären Seite aber immer, dass man ein paar Mal zu einer Verschuldung immer noch unter den 130%, weil so eine Regel auch immer Werte bleiben bis 2031. Natürlich muss ich noch so, wir haben heute die Projekte angedroht, die wir bis aktuell wollen umsetzen, die an unserem Koalitionsprogramm stehen, wo wir alle gut schon in den vergangenen Jahren Druck geschafft haben, die wir wollen umsetzen. Aber das ist natürlich auch klar. An der Phase noch den zweiten Ausbau von dem Showcampus, ein Showschwamm, von dem wir alle guten Drehen und so weiter und so fort. Das bringt weiter Investitionen, die werden hoch sind. Dafür muss man jetzt einfach darüber stellen, dass wir hier in der Gemeinde echt da für die nächsten 20 Jahre, wenn wir eine relativ dicke Verschuldung müssen, auskommen, für die nötigen Infrastrukturen einfach zu bauen. Voilà, und ich meine, hier ist das übliche Dokument, was ihr kennt, also die kriegt die ganze Map wieder selber, er kriegt mich, ich meine, war ein interessant, und ich mal gemeint, für das ganz, denke ein bisschen grafisch zu stellen, wie ich das kann lesen. Merci Serge für die Präsentation. Ich bin nicht so froh. Ich bin ein bisschen lucht, das war es gesehen. Kein Froh zum PPF. Ne? Das ist am Anfang ja nicht neu. Ich meine, das war gewusst bei all den Projekten, wo geplant war schon zu langem an
Chiffren, Gott sei Dank, dass die Sachen mit den Zinsen geht ja auch an eine muss in gute Richtung. Sowohl wenn es nach so nur ist, aber noch die anderen. Aber bon, ich meine, das ist alles eine Sache. Das sind alles Estimationen. Gucken wir mal. Ja. Gibt verschiedene Leute. Das ist richtig. Das notieren, ich meine, wir machen der Best auch für 12 anzufüllen, mit das kein absolut Wahres. Ne? Das ist ganz richtig gesagt. Ich meine, da muss ich dann nur gucken, was die Realität da bringt. Wir tun aber eine Idee und wir sind aber ein bisschen, wohin du das. Voilà, da kommen wir da zum nächsten Punkt, Approbation des Dons et Subsides für den Exercice 2026. Da tun wir vielleicht ein bisschen viel gezogen par rapport zu anderen Jahren. Das tut auch seinen Grund, aber das präsentiert Conny Eister. Merci. En 2025 schon mal der Fondation de Recherche Concert et Son an den Special Olympics jeweils en Don vun 200 Euro überwiesen. Ab diesem Jahr holen wir das zwei Organisationen an unser Programm dann annuell op, sodass sie all Jahr en Don vu 75 Euro kriegen. Da kommen wir bei da extraordinär. De Komitee vum Gardanheim Schëtter friet den aussergewöhnlichen Budget vu 600 Euro für die Organisation vum Blumendorf-Konkurs 2025. Diese Monat denkt der Finanzierung vun de Preise, die und Gewinner vum Konkurs vorgegeben, für ihren Engagement an Verschönerung von unserer Gemeinde zu unterstützen. Den extraordinäre Subsid gouf letztes Jahr für den Gardanheim aus dem Subsidreglement gestraft, weil der Verein vorgesehen hat, sich abzulesen. Dann ist den 9. November 2025 den Tobias Haukap als Bürgermeister von unserer Partnergemeinde Siegelsbach für eine weitere Mandatsperiode von 8 Jahren als Bürgermeister gewählt gehen. Den Tobias hat auf ein persönliches Kado verzichtet an sich am Platz eine Spende und Assoziation große Hilfe für kleine Helden gewünscht. Das Assoziation unterstützt kranke Kinder an ihre Familien während ihrem stationären Aufenthalt an der Heilbronner Kinderklinik. Wir kommen diesem Wunsch nur an ein unterstützendes Projekt mit einem Monat von 200 Euro. Gleichzeitig wünsche mir dem Tobias alles Gute und viel Erfolg für die nächsten Jahre an seinem Amt als Bürgermeister von Siegelsbach. Und da bleiben nach 2 Jahren am Kader vom Klimabündnis. Das 2 Jahren von jeweils 1500 Euro gehen um Karitativzwecke, die von der ASTM, der Association Solidarität Tiamont, unterstützt werden. Der erste als kollektiver Feministen am El Salvador. Das Organisation setzt sich am ländlichen Raum für die Rechte von Frauen und Mädchen an und mischt sich stark gegen Gewalt, Diskrimination und Exklusion vis-à-vis von Frauen. Die zweite Organisation, die wir mit 1500 Euro unterstützen, ist Masipak. Das ist eine Aufkürzung an philippinischer Spruch und bedeutet frei übersetzt Bauern und Wissenschaftler für eine landwirtschaftliche Entwicklung. Diese Reso von Bauern, ONG und Wissenschaftler setzt sich für eine ökologisch, nachhaltig und biologische Landwirtschaft an, basiert auf hier traditionelle Landwirtschaft, notamment dem Reis an gegen chemische Düngemittel. Merci Conny. Voilà, wenn es denn noch neue Subsidien haben wir gedacht, das schon am Januar zu stimmen. Und dann ist das, so haben wir das im März gestimmt. Und dann haben wir die da noch allouiert. Das könnte dann den Assoziationen noch alle zu gut. Sind da noch spezifisch froh. Kein Froh zu nehmen. Wir hoffen noch, dass wir, das war mal die Idee, wenn wir so am Nord-Süd-Gefälle Projekte unterstützen, dass wir da nicht so viel Diversität machen, aber bestimmte Projekte unterstützen, für dass wir dann noch eine Retour kriegen, wie die Projekte sich entwickelt und so weiter. Und da werden wir auch noch hacken, für dass wir dann noch, dass wir da auch Dokumentation kriegen. Voilà, dann kommen wir zum Wort. Kreis Randy. Mit der Progression vom Ende, ja. Ich auch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules singer Progression, ja. Dein Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Abmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Fogerni Nora. Ja. Merci. Voilà, dann haben wir des comptes de travaux von der Rue du Village. Und der gibt es Serge à präsentieren. Voilà, wie der Dossier gesehen hat, war das da bestimmt für das Redressement de la Rue du Village à Chutranche. Das waren am Anfang 2 verschiedene Devien, die da gestimmt waren am Gemengerot. Das war ein Devis vom 12. Juli 2017 für 360.000 Euro. Das war am Anfang den Deal Verlängerung vom Velosfee bis auf Al Schütter, also vom Wasserfall drüber bis auf Al Schütter.
Und das andere war den Devis von 2.532.500 für eben das Reaménagement von der Rue du Village. Gesamtdepense liegt bei 3.307.644,27, wie man den Konto clôturiert tun oder das Projekt clôturiert tun. Da muss ich dazu sagen, da leiden wir dann 181.144,27 € über dem Devis, das wäre plus minus 6,3%. Da muss ich aber da so, dass verschiedene Depensen auf dem Projekt gebucht sind, die nicht am Devis 4 gesehen werden und die dann von erklären, für was der Montant über dem Devis leidet. Und das war nicht einmal einkehr, da war eine Arbeit, die gefuhr aus der Zeit, wie der Chantier war von einer Busunterprise für den U-Bahn im öffentlichen Transport, aber weiter zu garantieren während der Chantiers-Phase. Ich meine, das waren bald 50.000 € die das kostet, das war damals nicht am Devis 4 gesehen und das war mir damals eine ganz nützliche Hölle für die, aber die U-Bahn zu behalten. Und da gebe ich noch eine andere Poste rausfallen, das war eine Poste, wo den im Kader von einem Bauprojekt, den du an der Rue du Village realisiert hast, oder im Eck von der Rue du Village, wo auch Rechnungen waren von 56.000 €, die einfach nicht direkt mit dem Redressement der Rue du Village zu dienen hatten, die aber schon auf dem Artikel gebucht waren. Das sind noch 56.000 €, die dort drauf gebucht sind. Oder dann Bus heißt, sie waren nicht direkt 4 gesehen, das waren mal 8.000 €, die 4 gesehen waren. Also die gesehen, da waren eine ganze Reihe Depensen, die, also nicht eine ganze Reihe, paar Depensen, die auch auf dem Projekt gebucht sind, die einfach machen, dass das Projekt ein bisschen depassiert ist. Also gebe ich einfach insgesamt Mengen, dass das Projekt an dem Kader realisiert wird, wo 4 gesehen war. Und das muss ich umso mehr felicitieren, weil ich muss wissen, dass das Projekt zum Deel an die Covid-Pandemie gefallen ist und dann auch an die geopolitische Lage, die aber auch verschiedene Baumaterialien verdeuert wird, so dass ich muss sagen, dass das ein ganz gelungenes Projekt war, um uns auf den finanziellen Plan für den zu realisieren. Und dafür dann auch ein großes Merci und alle Schafferot, den das Projekt initiiert wird, dann noch begleitet zum größten Teil an allem auch an die ganz Madabstoff von dem Servicetechnik noch so die ganze Projekt begleitet tun. Voilà. Ich meine, noch ein paar kleine Verbesserungsarbeiten, die gemacht sind. Ich meine, gut, wenn ein bisschen Gehöfe gehen, auch Deckel, wenn ein bisschen Gehöfe gehen, wir gehen auch noch ein bisschen schaffen, für die Ralentisseuren dran zu machen. Ich meine aber insgesamt, dass das Projekt gut gelernt hat. Vor allem hoffen wir, dass wir dann noch in Zukunft noch mehr oft ein Projekt präsentieren, wo wir am Devis bleiben. Ich meine, das geht fast gut an. Ich meine, weil wir den ersten, wo ich präsentiert habe, wo wir am Devis bleiben sind, dafür hoffen wir, dass der nach paar wird noch kommen. Merci Serge, gehen wir zu froh. Ja, Serge. Yes, du hast auch die verschiedenen Chiffren gesagt, die nicht geplant waren. Aber da fällt aber auch noch lärmische Exploitation auf. Was tun die da gemacht am Chantier? Das war die Kanalbeführung, das war am Devis 4 gesehen, die war eine Kanalbeführung, wo der Kanal ausgebessert ging auf verschiedene Pläne, die vom Lärmisch gemacht gesehen, wo der Kanal 4 gesehen ist, und wo das aber auch am initialen Devis 4 gesehen war. Okay. War das nicht notregelig, weil... Also das ist recht letztes Jahr oder viertes Jahr, mein Fall das nicht so gut, also das ist auch recht rezent gemacht, ich meine, das war einer vom Projekt 4 gemacht, also das ist auch nicht während den Arbeiten gemacht, das ist am Anfang am Nachhinein, als der Roboter durch die Kanäle gefahren hat, überall die Ausschlüsse, die nicht dicht waren, so ausgebessert, dass die dicht waren. Want ja im Prinzip Botsäbste gewircht für die hast du ja im Prinzip ein bisschen Charge vom Motor brennen. Nein, das war nicht mit Botsäbsten zu tun. Okay, merci. So ist nach froh. Dann könnte man über den Konto aufstimmen, wenn ich klifft. Kaiser Andy. Am Ende seiner Progression, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Dai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules seiner Progression, ja. Tein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Nee, pardon, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Vor Jerry die Nora. Ja. Da kommen wir zum Punkt 4. Akt notarié an Kompromis droit de Präemption. Ich meine, das ist ein bisschen mehr großen Dossier. Ich ging auch den Punkten 4 und 4.2 zusammen erklären. Ich meine, da geht um 2 Kompromis. Wir stimmen noch eins laufen, das ganz hängt aber zusammen. Es geht an die Ströme, dass man hier auf der Platz den Kaffee holen an auch ein Platz, den wir schon gebaut haben, oder Parking,
da das enke gewirchte nackt Notaré 47 den dunner Schriwe gin ass a wo nach Kaffer das ginn man proprietär fir dat ze bauen, méi dat das net Proprietäit vun der Gemeng. Ich mein gët doch eng Bauerregel, wann e beim Haus kafe ka soll e kafen haiers menggeneg Situationun nach viel méi wichtech, dats man als Gemeng, ich meine wollen da nur eng Platz hunn, die belieft das, die gut funktionéiert, mir kre neue Centre kulturell ha hinnner mir werden ennner Funktionen ha mussssen ënnerbringen Konkurs d'Urbanisme war auch ganz viel Idee, war den ha nach sollt ënnerbringen an so ass dat menggen Java eng gut Occasion, wann den dann Ugebäude krit de Kaffee ze kafen lo dat Ugebäude krit an dat war net à la carte, de Leiit wusste schon gené wat ze wollten. Se hatten noch eng Offerdolaien oder so eng Offerdolaie vun engem Promoteur. Mir wissen noch dat se Promoteur dat immer bis nennech wie wann bei un eng Gemeng verkkeft. Do wesinn dat se seng Suen relativ séier krit, dat bëssen eng administrativ Prozedur. Die Moment dauert méi dann krit seng Suen den honorane Avantagen van en und Gemeng verkkeft. méi Leiit wosten relativ präzis wat ze ginge wëllen. Ich meine, dat war Negoziationen, die waren net an engem Dach geschitt mir hun do iwwer Wochen ich ging mal so meint war an Diskussionen ëmmer ich mein du Evaluation noch am Dossier laien. Ich mein so immer schwierig fir et Value vun engem Obje ze definiieren. Den Expert huet seng aus gemerk. Ich menggen Leiit an enger Village mixt, da wann just moll de Wert vum Bodem guckt, méi et stin awer och Gebaier drop, déi an eng guten Zostand sinn. Ich menggen dat war alles kucken, an et war eben noch e Package, war net kaft de Kaffee, wë de Bungalow net entweder kaft alles oder de kaft net. An defir hummer die Gebaier all warmer se kucken. Die sind noch verlont, war de Bungalow muss enke frisch verlont gin. Mit de Bungalow schmengen dat Kafmer recht mich speit. Dat war Apps wat man dann awer du nur ausgehandelt hun, dats man net den Deal haut bei Neemachen mé eben was du gewiesen hast enke Bild kreien, dann gëtt gleich mit deitlech, dats man den anrecht en 2021 kafen. An haut sinn iwwer dem Kaffee oder Appartementer, die verlont sinn, also die Idee ass haut fir lohne de Projekt do ze machen, méi och dat weiter verlohnt ze losen, dat gin noch keng Sozialwohningen. Hunn am moment doch net de Zeit an Geld fir do nach Projekt ze machen. Mit Weibelo eng emolech Gelegenheet fir die Gebaier do kënnen ze kafen. Mir hunn noch geguckt wat Potenzial ass. Ich menge noch do gëtt wo eng Etyd ass net Di also net an Detail ausgeschafft, méi eben noch vum Architekten ha den Pro vun neuen Duf kämmecht iwwer KI erstalt gin. Also dat mëcht ganz viel Dieren op, wann Gemeng do proprietär ass vun dem Kaffee mat dem bei dem runëm gehéiert. An Schmengen wann spéit Gemeng entwickelt sech, muss wirklich könne sech vieles firstellen, wat Spéitrenke och nach ugesielt gëtt. Ich mein, hat lokiertlech Rendevous mam Familienminister, och de Familienminister, de mech ganz viel, do geht doch Atelier fir handikapéiert, so du kann Gemeng auch ganz viel Pro noch mat subventionéiert kreien. Also die Ideen oder Möglichkeiten, die sind enorm groß, aber wir sind aber hier auf der Dorfplatz, wo man Gemeng behalten wird, wo die neue Centre kulturell hier kennt. Aber wo wir auch immer geschwärzt, ich meine, das war lange ein Thema, auch am Urbanistenkonkurs eben, dass ein Platz auch beliebt wird, wenn es ein Offer oder Restauration da ist, ne, war man natürlich die steuert mich nicht ganz viel, nicht so nicht, aber wann en so eng Offer het am Centre kulturell, mit dats immer auch dommer blockiert dem gëtt Centre kulturell auch net so groß. Also ich will einfach so wann den Hai investéiert, dann ass dat eng Investiioun an Zukunft an dann huet Gemeng do ganz viel Méiglechkeeten. Ich will enke ich meng dat so fichtech an den Detail ago wat man vun Kompromis an lo erschriven hunn.
Ich schwenke dann aber am Kaffee un. Ich meine, das sind 10 Jahre an 22 Cent Jahre. Also ich meine, das nicht nur, wir schwätzen immer von Kaffee, weil wir den eben kennen, aber das auch Hannen drin, die so fassen, die früher Stocker stehen, da war, die wo sich ganz, wo früher können erinnern, die wissen, dass da immer ein halbe Fett war, dass da Baller waren. Also ich meine, das ist ganz komplex. Das sind 10 Jahre, 22 Cent Jahre, das sind 4 Appartementer, die renoviert sind, wo Technik neu gemacht ist, die in einem guten Zustand sind. An die verlohnt sich schon lange Zeit. Und da war eben nur der Preis, den mit den Leuten aufgemacht ging, von 3.300.000 Euro. Und das gingen wir dann direkt kaufen. Und dann den Bungalow, das sind dann 7 Jahre und 2 Cent Jahre. Den ist, wie gesagt, auch verlohnt. Können nur neue Proprietär normalerweise dran. Den ist auch an einem relativ guten Zustand, hat nach einem relativ hohen Valeur, was der Bâtiment angeht. Und du hast dann den Preis Constanti 1,1 Millionen, das ist am Ganzen investiert Gemeng 5,2 Millionen für die Möbeln zu kaufen. Voilà. Ich meine, da hätte ich das gesagt, was wichtig für Bild, man noch immer nicht. Du hast ein Bild, ja. Ja. Wir müssen den Dingens machen. Voilà. War an dem falschen Ekran. Der gesagt, den zwar nicht mehr, den hast du hier schon neben drin. Und dafür hat das noch nicht geklappt. Ich mache Blutnecke aus. Voilà, das sind dann die Objekte, wie gesagt, das sind die 4 Appartementer, das ist der Commerce, der nur dran ist. Und dann kriegst du das irgendwie von der Seite gewesen. Voilà, dann hast du das hier. Und hat den Kaffee. Voilà. Die Gebäudlichkeiten, die sind natürlich noch nicht so an einem guten Zustand. Also da kann ich noch nicht direkt etwas dran machen. Da muss dann aber schon ein bisschen investiert gehen. Und dann hast du das Familienhaus da innen drin. Voilà, schon erst Geschichte ein bisschen erklärt. Zum Teil sind auch am Bild. Ich meine, wir hatten eine Arbeitssitzung gemacht, wo wir auch darüber geschwärzt haben. An der Gemeinderat gefragt haben, weil da ein bisschen Positionen wären. Die kennen doch Situationen, die mich ich kennen noch die Leute. Und, voilà, da gebe ich froh, ob du froh sind, Nico. Ja, voilà. Okay. Voilà, ich meine, es sind 2 Dossien heim durch, der den das dann die Residenz, an der dann das die Villa oder die Bungalow den Hand durchleitet. Ich werde bei diesen Punkten nicht dafür stimmen. Ich will nämlich, ich fange dann mit der Residenz, mit dem Kaffee und ich will nämlich bedenken, was der Preis, aber nicht den Endterreich von der Gemeinde für die Schaffung von der Residenz belangt. Und schon der Kollegin von der Koalition am Vierfeld von dieser Sitzung und noch die Kolleginnen und Kollegen von der Opposition an der Arbeitssitzung, die wir hatten, meine Position erklärt. Und ich will aber die Kolleginnen und Kollegen von der Koalition versichern, dass mein Wort haut über diesen Punkt meine zukünftige Solidarität mit der Koalition absolut nicht auf Frage stellt. Hier werde ich ihr erklärt tun, und noch die Bürgerinnen und Bürger will über das Projekt erklären.
was Residenz überlangt. Der Schäferrot huet Jolo, wie wir gratieren hun als enger 5 Jahres Finanzierungsplanung gewiesen, dass wir ob eng relativ hohe Schuld von 37 Millionen 2021 werden zusteuern. Das ist kein Pappestil, das sind 10.000 Euro, 8.000 Euro Schulden pro Abwohner. Und die Schuld die wird nicht bei 37 Millionen liegen, weil haben drin hängen noch eine ganze Reihe Investitionen, die müssen gemerkt werden. Die Schuld wird also nach ein gut Stück runtergehen. Und die Schuld muss an den Jahren nur zurückbezahlt sein. Das sind Millionen Zurückbezahlungen an Zinsen, die auffallen. Dürfen Sie nicht der Meinung, dass der Schäferrot soll versichern, wenn Immobilien kauft, die für die Gemeinde wichtig sind, die Immobilien zum allerbesten, zum bestmöglichen Preis zu kaufen. Das ist mein erster Mark. Was der Preis von der Residenz überlangt, die Residenz mit dem Kaffee, mit dem Restaurant. Der Schäferrot hat einen Kompromiss akzeptiert von 3,3 Millionen Euro. 3,3 Millionen Euro. Am Dossier haben wir eine Estimation leihen vom Preis vom Expert Marc Petit, die den 30. Januar 2025, also ein Jahr hier, signiert gouf. Und den Herr Petit schreibt, seiner Meinung nach wie die Villa nehmen 2.110.000 Euro wert. Du hat also Kompromiss in der Schrift von 3,3 Millionen, an den Expert sieht 2,1 Millionen schon auf. Am Dossier leidet eine zweite Estimation vom Preis vom Büro d'Expertise Wies. Die gouf den 30. Oktober 2025 signiert. An die Expertise, das ist eine aktualisierte Version, ich meine, das Wichtigste so, von derselben Expertise, die der Verkäufer 2022 an Auftrag gegeben hat. An der Büro Wies schreibt seiner Meinung nach, wie die Villa 3.262.000 Euro wert. Die hat also als Schäferrot einen Kompromiss unterschrieben, und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, mit einem Preis von 3.300.000 Euro, sogar mehr hoch wie die höchste Estimation vom Büro Wies. Der Schäferrot will also 3,3 Millionen bezahlen für eine Residenz, die dem engen Expert nur 3.262.000 Euro wert für, an dem anderen Expert nur 2.110.000 Euro. Wir dat nicht Verhandlungsspielraum gewirrscht, für den Preis zu drücken. Mein dritter Remark ist, der Verkäufer muss rund 20% Steuern bezahlen Mehrwert, was den nennt Plus-Value, den er erzielt beim Verkauf von einer Immobilie. Wenn er ein Gemeng verkauft, und das ist wichtig, das heute zu sagen, und ich meine, Claude, du hast es ganz indirekt für den mentioniert, wenn er ein Gemeng verkauft, da war in die Steuer nicht zu bezahlen. Holen wir run, der Mehrwert von der Residenz, die Plus-Value, die wir 1,5 Millionen Euro, an die ist bestimmt. Da spürt der Verkäufer, weil er nun Gemeng verkauft, rund 300.000 Euro Steuern. Und ich bin der Meinung, dass der Schäferrot das Argument an der Preisverhandlung müsste geltend machen. Ich habe denke als Boemirster gemacht, wie man eine Immobilie in Terrain der Gemeinde gekauft hat. Nicht das müsste geltend machen, für viel mehr niedrige Preis wie 3,3 Millionen Euro zu kriegen. Für was 3,3 Millionen bezahlen, wenn die höchste Estimation von einem Expert nehmen 3,262, also 3.262.000 Euro ist, also mehr niedrig leid. Für was 3,3 Millionen bezahlen, wenn die niedrigste Estimation von einem Expert unter 2,1 Millionen leid. Für was nicht das Argument, dass der Verkäufer mehr oder weniger 300.000 Euro, und das nach vorsichtig geschah, Mehrwertsteuer spurt, weil nun Gemeng verkauft, für was nicht das Argument an den Verhandlungen benutzen, für den Preis zu drücken. Ich fühle mich verantwortlich für das, was mit öffentlichen Geldern, dem Steuerzahler seine Gelder an unser Gemeinde geschieht. Und ich will gerade hören bei der Intervention vom Kollegen von der Schötterbirge für drin, dass sie sich auch verantwortlich fühlt für das, was mit öffentlichen Geldern geschieht. Und ich fühle mich auch verantwortlich, dass man nicht an eine Schuldenspirale geraten. Seit 24 Jahren, während ich in dieser Gemeinderat durchsitze, habe ich die Verantwortung gedrohen.
Und ich bin überzeugt, dass Kolleginnen und Kollegen an diesem Dossier auch hier Verantwortung überholen am Sinn vom Schutz von den Steuerzahlen ihre Suen an Intérêt. Ich bin der Meinung, dass die Gemeinde Intérêt hat, das Residenz mit dem Kaffee zu kaufen. Das ist klar. Aber nicht zu dem höchstmöglichsten Preis. Dafür proposiere ich, dass man diesen Dossier, wie auch den anderen Dossier vom UK von der Villa, da komme ich gleich darauf zurück, dass wir den Dossier vom Ordre du Jour aufholen, an den Chefrat chargieren, nach ein Jahr mit dem Verkäufer zu verhandeln, und mit einer neuen Proposition auf den Tisch zu kommen. Ich gehe ob dann, du hast das Bungalow genannt, Villa, ich gehe dann darüber über. Ich will nämlich da nicht nur bedenken, was der Preis anbelangt von der Ausschaffung, aber auch was den Intérêt anbelangt von der Ausschaffung. Ich will auch nicht denken, dasselbe extrapolieren, dass ich schon an den 4 Besprechungen, die wir hatten, darüber aufmerksam gemacht habe. Und auch, was mich Sorge sind, was die Verschuldung anbelangt. Aber lassen wir einfach mal auf den Preis kommen. Der Preis, den der Chefrat am Kompromiss akzeptiert hat, als 1,9 Millionen Euro für den Bungalow. Am Dossier leider eine Estimation vom Expert Marc Petit, signiert am 30. Januar 2025, also auch ein Jahr hier. Und den Herr Petit schreibt seine Meinung noch, wie die Villa nehmen 1.395.000 Euro wert. Am Dossier liegt eine zweite Estimation vom Preis vom Büro d'Expertise Fies, signiert am 30. Oktober 2025. Und die Expertise ist auch eine aktualisierte Version von der selbigen Expertise, die der Verkäufer, so nicht der Verkäufer 2022, an Auftrag gegeben hat. An der seiner Expertise von 2025 schreibt der Büro Wies seine Meinung noch, wie die Villa 1.876.000 Euro wert. Du hast als Chefrat also Kompromiss unterschrieben mit einem Preis von 1.900.000 Euro, sogar noch mehr hoch wie die Höchstestimation vom Büro Wies. Der Chefrat will also 1.900.000 Euro für den Bungalow bezahlen, den einem Expert nur 1.876.000 Euro wert ist, an dem anderen Expert nur mehr wie 1,4 Millionen. Wir haben nicht Verhandlungsspielraum gewünscht, für den Preis zu drücken. Mein dritte Remark ist, und das ist auch ein bisschen dieselbe wie für drüben, dass der Verkäufer muss rund 20% Steuern bezahlen und Mehrwert auf der Plus-Value, den er erzielt beim Verkauf von einer Immobilie. Aber wenn er nun ein Gemeng verkauft, brauchen die Plus-Value-Steuer nicht zu bezahlen. Holen wir rund den Mehrwert für 1 Million Euro, da spart der Verkäufer, weil er und Gemeng verkauft, rund 200.000 Euro Steuern. An dem Mehrwert ist, ich kann das nicht beweisen, aber belegen, mit ihnen ist wahrscheinlich noch mehr wie 1 Million Euro. Ich bin also der Meinung, dass der Chefrat das Argument an der Preisverhandlung hat geltend machen für viel mehr niedrigen Preis wie 1,9 Millionen zu kriegen. Für was 1,9 Millionen bezahlen, wenn die höchste Estimation von einem Expert nehmen 1.876.000 Euro, also niedrig leid. Für was 1,9 Millionen bezahlen, wenn die niedrigste Estimation von einem Expert unter 1,4 Millionen leid. Auf wie wat net das Argument, dass der Verkäufer mehr oder weniger 200.000 Euro Mehrwertsteuer spurt, wenn nun Gemeng verkauft, an den Verhandlungen benutzt zu haben, für den Preis zu senken. Ich so denke, das ist für drun. Ich fühle mich verantwortlich für das, was mit öffentlichen Geldern geschieht, was mit dem Steuerzahler seine Gelder geschieht. Und das mache ich seit 24 Jahren, während ich in diesem Tisch sitze. Ich will nur ein Resümee machen, weil ich meine, das Resümee ist gerade so wichtig wie nur die Details. Dir wollt dem Kompromiss nur 5,2 Millionen bezahlen für die 2 Gebäude. Dem Expert Petit no sind die 2 Gebäude 3,5 Millionen wert. Dem engen Expert. An dem anderen Expert Wies sind sie 5,138 Millionen wert. An der Verkäufer, meiner Meinung nach, gewinnt Steuern von der Größenordnung von ungefähr 500.000 Euro. Voilà, das sind Fähen, an mit denen Zahlen kann ich nicht die Projekte
unterstützen. Und ich biete also die 2 Dossier für die Tagesordnung aufzuziehen, an ein Kehr darüber zu diskutieren, an ein Kehr darüber nur zu verhandeln. Ich will aber 2 Sachen unterstreichen, dass wir die Residenz wollen kaufen. Da fand ich, dass das eine ganz gute Idee ist vom Schäferrot und ich unterstütze das doch. Und ich will ein Kehr so, wenn ich über die Punkte nicht das mitdrohen, dann ist es nicht, dass ich nicht in der Zukunft meine Koalition will weiter unterstützen. Voilà, merci. Ja, merci Nico. Bon, ich will für dich mal so nicht von dir Meinung haben und ich respektiere das absolut kein Problem. Ich respektiere noch, wie es da du gegangen warst, dass das am Vierfeld alles gesagt ist. Also wir waren informiert, dass wir noch die Diskussion haben kriegen und ich bin auch froh, dass das ausgedrückt ist, dass du in Zukunft aber an der Koalition stehst. Also wir riskieren noch nicht einen Fall zu kriegen, wo die Gemengepolitik, wie vielleicht noch ein Gemenge war, nicht mehr kann für funktionieren. Ich muss aber vielleicht so alles, was du gesagt gehen hast, das richtig an. Ich kann nicht mehr versichern, dass das alles an den Verhandlungen ugeschwart gehen, sondern nicht enke ugeschwart gehen, mehr. Ich weiß nicht, 15, 20 Mal ugeschwert gehen, also ich mir hun Telefonsgespräche ohne angefordert, dass das all die Argumente da sie gesagt gehen. Wir haben aber ein Problem, und ich meine, der Gemeinderat als souverän seine Decisionen, und muss dann den Ofen decidieren, was er will machen, ob man eine reportieren oder ob man dagegen sind. Ich meine, du als der Chefrat auch aufhängig vom Gemeinderat. Aber ich soll mal einfach aus meiner Sicht, da wir an der Letzte pur Deale gemerkt. Ich meine, wir haben nicht den Trump imitieren, ne? Wir haben aber pur mal konnten Terrain Akquisitionen machen. Ich meine, da haben wir viel Verhandlungsgeschick gewiesen. Wir sind mal proprietären Enskin, spielt natürlich immer vieles, Markt spielt auch Zeit, Markt spielt Situationen, Markt kommen noch nicht um Zeitfaktor nicht zurück. An aber wird der Chefrat fertigspurt trotzdem mit Leuten einen Akkord zu fahren, wo vielleicht schon die Jahrzehnte für Drohnen für sich gehen, dass das nie ein Akkord fand gehen. Also ich meine, wir hatten also Euro nicht so angeschaut, an gar nicht probiert, auch wirklich den Nettarif von der Gemeinde an allen Niveauen zu verteidigen. Ich meine, wir haben sogar vom Ökonomieminister einen Brief gekriegt, wo sie auch felicitiert haben, dass man die Preisspirale nicht abgedreht haben an Terrain zu einem fairen Preis. Also nicht immer muss noch als Gemeinde einen fairen Preis bezahlen. Ich meine, für was soll die Leute der Gemeinde ein Kado mehr, was sie bei anderen vielleicht mehr so kriegen, einen fairen Preis. Und dann aber immer die Avantagen, die ganz richtig abgezählt ist, die sind also. Ich meine, wenn ihr nun eine Gemeinde, wenn die Utilität publik ist, nicht wenn ihr eine Gemeinde verkauft, aber wenn die Utilität publik ist, dann ist das steuerfrei, da brauche ich das nicht zu bezahlen. Und ich meine, der Proprietär, das ist sicher kein besser wie hin, den hat nicht selber Steueramt geschafft. Wir sind aber da nicht viel gekommen in den Verhandeln. Irgendwann muss ich da so akzeptieren, wir die Konditionen für den Deal zu machen, muss ich immer zu 2 sehen. Den einen will etwas, den anderen verkauft etwas. Und dann muss ich sich einsehen, was mir das wert. Wenn ich noch viel Zeit habe, dann kann ich vielleicht aufwerten. Hier war auch noch das Risiko, dass ein anderer den Projekt kauft, den anderen die Immobilie kauft. Und dann haben wir heute wirklich ein riesiges Problem. Ne? Ich meine, hier sind wir heute ob den Leute am Terrain drauf. Ja. Und so ist das auch klar gesagt. Wenn wir in den Dienst gehen, dann gehen wir auch ohne Dienst, dann ist das unser Terrain und dann machen wir ein Projekt auf dem Terrain nicht oder nicht legal. Egal, wir können dann legal nicht machen. Und wir sind heute in der Situation, dass wir ein paar Meter anfangen mit schaffen. Und das alles aufgeweiht, dann hat den neben dem rein monetären Kriterien, hat den ganz anderen Kriterien. Ne? Und ich meine, wir hat noch lieber einen anderen Preis bezahlt, das tut aber nicht hier gehen. An Mengen haben wir keine andere Option. Wir noch der Zeit schön, ne, wenn wir noch ein paar Jahre Zeit hatten, und wir sind kann nicht so schwer abschätzen, das Risiko für das in der Tour nicht kriegen, dass ein anderen du proprietär aus den anderen Interesse, nur der Promoteur, der Wohnungsbau will machen, oder auch ein Recht dazu machen. Du kannst auch eine Gemeinde nicht so. Dat du gefällt also net, weil du dat kauft hast, dann wann du net du neues verkehst, musst du nicht. So funktioniert doch. Ich meine, wir sind ein Rechtsstaat, wir nur Rechter für dat zu machen. Dann, wie gesagt, ich meine, ich will halt just die Approche verteidigen und dass wir mit allen Mitteln probiert tun, den Marché so gut wie möglich über Bühne zu kriegen. Und im Endeffekt
anscheinend will du dem Expert nicht kritisieren mit der Sommer Expertise du waren noch Preise teilweise von Terran drauf wo mir selber wissen dass die Terran eigentlich auch mit Eier gehandelt gehen also das nicht auch nicht unrealistisch von mirgen Grundstückspreis rauszugehen die sind nicht weite Wäsche von der Platz auch bezahlt gehen so dass es eigentlich immer noch das das Argument von den Steuern immer noch an Preisschiene sind die am Segment sind ganz klar Medi aber vertretbar sind die nicht Fantasiespreiser sind an wie gesagt alles aufgeweiht das Risiko nicht zu kreieren aber trotzdem gemengt dass es wichtig für die Kompromisse zu erschreiben wir wussten ja auch dass es schwierig ist so wie das sich präsentiert dann zu erklären wie dazu gegangen dass wir wann aber dabei war wann nicht der Wunsch zum Gemeinderat die Terran zu kaufen ich meine da war das den NCW wann der nicht der Wunsch ist da muss man so eine Decision nur holen ich meine den zweiten Null aufzuholen an das nimmer mat viel Zeit an der wese net wie tenno geht kann so kann so eng schien goen mé an der Situation wie se haut ass verzecht davon dass die Leute net mat sech verhandeln losen voilà, dat denke ja Nico bon, merci für die Erklärungen an den Positionen ich verstehe da doch ich kann mir auch vorstellen dass dat ganz schwer ist so Verhandlungen zu feieren méi bei Verhandlungen du musst heinz du Geduld tun das so dat geht net immer mal an so schwierige Sache wo so groß Montan am Spiel sind wie wann ich die Preise gucken holen wir den Marchespreis der wir 5,2 Millionen dat wird der Marchespreis was man davon rauskommen da west den Verkäfer jo dass aber du Menge Schätzung nur mindestens 500.000 Euro henkel ist also wat kann sein Interesse net der Gemeng zu verkaufen zu engem Preis den Gemeng auch arrangiert. Ich kann mir vorstellen, dass do ein paar 100.000 Euro mat an Diskussionen rabot hat an dann wir do eins gi. Dafür muss eine gewisse Geduld tun. Wann der Verkäfer spielt, dass in der Zeitdruck ist, dann ist es klar, da gibt es okay Millimeter no. Das ist eine Frage von Verhandlungstaktik. Ja, ich meine, ich wollte da aber nachher dabei fügen. Ja, gibt noch eine Remarke. Ich meine, wir hatten es schon, also Tschetterbege hatten es schon an der Rabbi-Sitzung gesagt, also wir stehen mit mehr wie 100% an der Decision für die Toten zu kaufen. Das ist eine ganz klare Sache. Ich habe immer nur von Geldern geschwärzt, von Ausgaben. Ich meine, ich schwärze auch von einem Kommerz an Appartementen, die man kauft, die wo eng Rentrée auch versuchen ist. Das muss enorm mal betrücht sein. Das hat gar nicht bis erwähnt gehen, weil das auch ein wichtiger Faktor ist. An der Politik hat an der Vergangenheit schon zumindest einen Fehler gemacht, einen großen Fehler gemacht, für auch da eine Infrastruktur nicht zu kaufen, nämlich den Stil. Und hier soll die Fehler nicht wiederholt gehen. Weil ich meine, ein Kaffee, gut, das ist ein Kaffee. Handrun, die Räumlichkeiten, die bestehen, die müssen mit natürlich einem gewissen Budget müssen die umgeändert gehen, das ist ja klar, wenn du willst, dass du da machen. Aber das sind aber wichtig Infrastrukturen. Ich habe immer geschwärzt, wir wollen Dorfleben haben, Auch ein Kaffee gehört zu dem sozialen Point de Rencontre an zu der Belebung vom Dorfleben. Ich meine, wir können mir nicht so polisch ist, nicht ob du noch da beizusagen. Also wie gesagt, wir stehen 100% schon drin. Merci. Merci, ich meine das ist ganz richtig was gesagt so laufen Beilen du sind ungefähr 10.000 Euro am Monat wo Rentrée sind ich kann nicht ausschließen das auch nach Kächten bisschen ob gemeint da kommen nicht viel Lomo direkt investieren wir müssen dann Syndik muss geriert gehen und die da privat gemacht und so weiter machen wir schon nicht so da kommen noch ein bisschen Kächten ob du das sind aber auch die Rentrée heute wann nur sieht wir haben nicht direkt das nicht als Priorität für das Projekt zu machen dort zu investieren kein großes Summen auf jeden Fall da kann ja nur eine Person für die nächsten 10 Jahre können eine Millionen ran dann wird den Invest von der Gemeinde auch durch ein bisschen amortisiert. Das sind Kontrakte, die bestehen, das sind Kontrakte, die funktionieren. Also das ist schon eine sichere Rentrée, die man dann da haben. Nach so einer Person. Das ist schon Gift.
Ja, voilà, ich wollte noch kurz darauf reagieren, ob die aussuchen. Voilà, ich meine, für mich, für Conny kann ich auch mal schwätzen, noch für den Andy. Für uns waren nicht schwer Diskussionen, Negoziationen. Für uns war doch klar, dass es von der strategischen Platz, wo das dabei leidet, und da gibt es eben verschiedene Plätze an unserem Dorf, die da strategisch immens wichtig für uns. Und das wissen wir mit anderen, wo die Gemeinde am Anfang nicht näher kann. So und das bringt das immer ein bisschen eine schwere Position der Negociation. Voilà, ich meine, dass viel geschwätzt ging über die Evaluationen, wird eine Evaluation als mehr richtig wie die anderen. Ich bin auch verstanden mit der Erschätzung, dass die Evaluation relativ hoch ist, mir natürlich ist, aber wirklich am Zentrum leider eine Mixed Villageoise Zone. Und für mich ist es doch ganz wichtig zu unterstreichen, dass wir halt ein Investiment an de Foncier machen, den eng gewisse Verschuldung mat springt, auch davon war eng von also Konditionen, dat man gesagt mich strecken dat ganz iwwer 2 Joer, dat man auch eben den zwei Trancherecht an 2027 muss bezle, fir dat man eben doch die Liquiditäten bis mir lang halen. Und dann mengen ich da war für mich klar vom rein finanziellen hier, da sind auch Heizwege bei erkäft, die nur beim Dörf Kehrlein, wir mussten gucken, wie es ein Dörf Kehr sich entwickelt, wie ein Dealer du wichtig sie für die Platzheit zu beleben, an mit Leben zu füllen, wie ein Projekt, ein Qualitativprojekt in einer weiter Zukunft kann umsetzen, und dann muss ich eben noch gucken, wann finanzielle Verschuldung immer weiter an eine Situation bringt, wo mich schwer geht, dann muss ich eventuell auch an der Teil auch schon mal bei der Budgetsrede gesagt gehen, verschiedene gucken, was für Investiment, da sind nicht so strategisch, an den können man dann eventuell aufstoßen. Und ich meine, an der Optik also ein bisschen Diskussion von dem Bungalow. Ich meine, am Bungalow sind Dealer, die vielleicht mehr interessant sind für uns. Das hängt auch ein bisschen von der Dörfkehrentwicklung auf. Und dafür meine ich, es ist halt wichtig, die dort Decision zu holen, für die dort den Terrain zu kaufen, mit den Gebäuden, die drauf sind. Und da muss ich eben gucken, auf welcher Mesure, wie als Politik evaluiert. Und ich meine, das werden dann noch in den nächsten Gemengeräten, die hier sitzen, sehen, für dort zu gucken, was für Positionen, Decisionen du musst nachgeholt. Haut mein schwaret kein einfach Diskussion, war auch kein einfach Decision für den Nutten Montan soll zu holen. Wir werden den Partei Member von der Fraktion heißt DP werden den Nutten Projekt aber unterstützen mit den zwei Kompromissen an wir mengen der Teilamente von den Bürger von der Gemeinde. Merci, sonst noch Kommentaren. Schon noch net gespurt, dass man den Bësmar hun zu reportieren. Dafür gebe ich da so stimmen aber iwwer die Punkte auf. Wir fenken dann am Punkt 4 dünn, weil so immer de jour ist. Das ist dann der Kompromis für die Akquisition von der Maison d'Habitation 104 Rue Principal. Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules Sänger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Nee. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Merci. Und dann wäre dann der Punkt 4.2, das ist der Kompromis de Wand dann für das Bâtiment, wo ein Restaurant Bistro dran ist, eine Salle de Fête, Garage, ein Depot an 4 Appartementer, 10 plus l'Église. Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules Sänger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Nee. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Merci vielmals. Dann haben wir einen dritten Nennerpunkt, an der das ein Droit de Präemption, ein Terrain am Neuesten an der Rue de Senningen auf dem Bartelsberg, und der Gift des Serge ist dann präsentiert. Ja, oder geht dem Droit de Präemption. Ich meine, die heute am Dossier gesehen. Das ist die Parzelle Hajöven auf der Spitze, 1522 über 131. Voilà, wenn der PRG drüber geflogen, dann gibt er gesehen, dass die ganze Parzelle, außer der Steck Hajöven, den Eck Hajöven an einer so ein PRP Nouveau Quartier leidt, den kein developiert gehen. Voilà, du siehst Leute Wanderer, die verkaufen die Parzelle, es geht um einen Preis von 40.000 €. Und die verkaufen sie an eine Firma, die da ein Projekt hat, also die parallel kaufen. Wir hatten noch damit eine Interview mit der Firma, für zu gucken, wer daran hier Interesse sind, für das zu developieren und wie weit sie da sind. Voilà, sie haben da am Anfang einen Kompromis gehabt mit den Leuten, für die Parzelle zu kaufen, en vue von
engem Development von dem PHP, aber dann wann dann die anderen Proprietären dann noch der Abverstern wären am Fong. Voilà, da war so, dat sie den doten Kompromis do well 14 die Janer Kompromis am Fong der Schriwe sinn oder desideiert gifir dort zu verkaufen. Voilà, so dat am Fong de Projekt auch net an nächster Zukunft oder kurzfristig sommer mal so realisiert sie ganz interessiert fir de PHP zu developieren, mit dat wird net ganz kurzfristig sinn. Fir wat mir als fir Parcell interessiert, ich mein, als üblich Prozedur gemacht, dat man vu all Parteien informiert hun, dat man der Option können exercieren. Hunn den Preis prinzipiell auch net immens net so heich fand, fir eventuell darüber nutzen denken, fir Rolle Präemption zu exercieren, mir net unbedingt enger Optik fir Logement abordable zu machen, wenn man aber fanden, dat die Situation do wo het leit net sech ubit fir de Logement abordable. Mais weil man am Fong ja Situation hunn, dat man Reservoir, ich meine, dat hat man auch schon erklärt, find, dat man de will neu bauen. An dat do zwar aktuell haut eng Servitut do besteht fir du hin zu kommen, mit dat dawer auch fir Zukunft mir einfach wer wann du nach en anderen Achse het fir am die Terran zu kommen. Voilà, mir gesinn awer dat ein ganz klengen Deel vun dem Puzzle fir den dann netig fir du hin zu kommen, an dufir geft man dann haut awer proposéieren fir op den droit de Präemption zu verzichten. Wir hatten aber auch damit mat den Leiit geschwert an gesot, dat wann enke de PHP realisiert geef gin oder an attendant bis du hin mal du enker Besuheit fir die Parcell, dat man hätten op sie kommen an Kontakt könnte bleiben an not auch van der PHP bis gefangen ausschaff fir zu gucken, wat be vu der Gemeng sinn du vun der Infrastrukturpublik zu realisieren. So dat dat vu ganz gut Gespräch war an dat man dufir einfach gif proposere fir op den droit de Präemption zu verzichten. Sind du zu nach froh? Also mit verzichten op den droit de Präemption, Kaiser Andy. Moment die Sänger Prokuration ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ma Jusinger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Merci. Dann mir ein einfacher Punkt vielleicht, Kommission konsultativ. Du wir an der Familienkommission. Du demst Madame Lilian Ries leider jo verstorben hast, die Platz neu zu besetzen, an do gift DP dann proposieren Claire Fall vu Minzböch aus der Rue du Château an des Kommission zu nennen. Ich meine, du sie kein frohen, da kann man direkt aufstimmen. Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ma Jusinger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. An Fogerini Nora. Ja. Merci. Und dann wir nach en Kreation de Post am Dossier leiien. Ich mein du dat gesinn. Da huet die Dame, die als Rezeption assuriert, gefrot, ob sie könnte Changement de Carrière machen. Wie das ma fand hun, dat sie ganz engagéiert da gut op der Platz schafft. Man nun auch gesot, dat wir fir Reisen der Reise könnt den Examen machen. Die Decision muss hunn, wann dat wilt ma. Sie huet dann all die Demarche gemerk, an den sech dem Examen gestalten, sie huet noch gepackt. An mis dann lo eben an die neuen Gruppe d'Indemnité klasséiert gin, an dëfir muss fir mo Post geschafft gin. Fir dat können ze machen. Dat ich mir proposieren den nowen Teil de Posten zu schaffen an der Kategorie d'NMTC, Gruppe d'NMTC 1, wann den da geschah was, ging man an sie op genannt, das könnte man in einer Posten Ruf schaffen, den haut der Karité ass mit das den Prinzip so kann net den Reklassement kreen, was net um engen Posten ass, den er noch so klasseiert ist. Das ist die Decision, die man dann haut zu höllen nun Kreation d'un Postemploi kommunal an der Kategorie C. Gehen wir zu frohen. Kein frohen. Da können wir über den Punkt direkt aufstimmen. Kaiser Andy. Mam Andy Sänger Prokuration ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ma Jusinger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. An Fogerini Nora. Ja. Merci. Und da gehen wir zu der Question écriten, wo man ein bisschen Arbeit für uns, weil wir haben eine Question écriten rakrit, und ich gebe der Bürger vielleicht fortgehen und
Das am Fong egal a wegen reinfallsch. Von oder en Präferenz huet. Ja. Kein Präferenz. So wir bei der Gräst aufhängen. Ist du willst. Okay. Maar die eerste Frau die Maragin hun mo schon am Gemengereit darüber diskutiert. Wat wir hatten am Vierfeld von der Gemengerotssitzung vom 26. November last Jahr schriftlich beim Chefrot interveniert für Punkte 6 der 6.2 vom Ordre du Jour die Änderung von den Taxen reglementieren sollten vom Ordre du Jour zu holen. Als de Mond, der de Chefrot no kommmers, war dodech motivéiert, weil na wie vum Sie als Klimateam am gemengen Dossier gefehlt huet. An des weiteren detailliert Informationen zu der Taxenerhechung auch gefehlt hun. Die Eiser Menu nur aber wesentliche Bestandteil an dem Dossier sind. An dem Kontext oder am Kontext von den Anpassungen von den Auffalltaxen an den Änderungen von den Frequenzen von den Auffallsammlungen adressieren mir folgende Fragen an den Chefrat. Kann der Chefrat als von Glift darüber informieren, wie viel Suen pro Monat durch die Änderung von der Sammelfrequenz von all Woche oder all 2 Wochen bei der Kollekt von der Restmüllpubel angespurt gehen. Wie für Druschok gesagt, hat mir am Courrier vom November auch noch der Evaluation an Detailer von den Auffallkästen an Tonnagen über die letzten Jahre gefragt. Bis heute haben wir aber die gewünschten Zahlen noch nicht gekriegt. Dafür erlauben wir als Haut nach Einkehr da noch zu fragen. Kann der Chef oder als von Glift informieren über die Dunzahl an Gräst von den Pubellen, die an den verschiedenen Städten an unserer Gemeinde sind. Kann der Chefrat als von Glift über die Quantität vom Bioabfall informieren an als auch den Kostenpunkt für die Kollekt an den Traitement Kann der Chefrat als dann über die Quantität vom Glas informieren an als auch den Kostenpunkt für die Kollekt an Traitement Kann der Chefrat als sonst geliefert über die Quantität von Papaya informieren an als auch den Kostenpunkt für die Kollekt an Traitement Kann der Chefrat als sonst geliefert über die Quantität von Material informieren, die am SIAS Recycling Center zumindest deposiert gehen, an noch Heiwandsglift de Kostenpunkt für die Kollekt an den Traitement Kann der Chefrat ist dann auch Wandsglift Funktionamentskäste vom SIAS Recycling Center zumindest beschmatteilen. Kann der Chefrat als Wandsglift Dunzahl von der Privatleit auf Firmen matteilen, die an der SIAS Recycling Center zumindest beschgangen sind. Kommen wir mal auf den Schluss. Kann der Chefrat als Wandsglift über die Quantitäten vom Sperrmüll informieren, den am SIAS Recycling Center zumindest von den Anwohnern aus unserer Gemeinde deposiert gehen ist, anders am besten abgedeelt auf Firmen an Privatleit, sowie auch den Traitement vom Sperrmüll, was das kostet wird oder was das Gemeinde kostet. Kann Chef oder als Wandsglift über die Quantitäten vom Grenzschnitt informieren, die Senninger Birch am Grenzschnittcenter von Anwohner a Firmen aus unserer Gemeinde deposiert gehen, an was den Traitement kostet. Kann Chef oder als Wandsglift Funktionamentskäste vom Grenzschnittcenter mitteilen, und dann der nächste Punkt kann der Chef oder als Wandsglift Dunzahl von den Aktien von Privatleit auf Firmen mitteilen, die an den Grenzschnittcenter gegangen sind. Wir gehen davon heraus, dass jeder Chiffren hat, weil das ja im Prinzip wesentlichen Bestandteil für die Definition von Auffalltaxen. Merci am Voraus für Informationen an der gewünschten Zahlen. Ja, ganz genau. Ich bin froh, dass er das im Publikum hat.
Da wir wëlech e kleine Kommentar zu der Question écrite machen an Zollen hun ich haut net. Ich mein Question écrite gestern krit. Do Deel vun Informationen hummer natierlech können wir iwwer Faktoren rausfannen. Me Äner mi präzis Informationen ich mein de Betreiber vom Recyclingcenter. De muss ass die Zollen raussichen zum Sperrmüll. De geringschne Center verrechen immer of iwwer Opdelung vun de Kächten. Ich weiß net, ob sie do Zollen alle go hunn. Also gëtt steet jo well eng Barrier do gëtt doch Kart gelees. 12 vun den Achse mehr Quantitäten so könne gemoos gehen wir machen die zur Summestellungen der Kritter der schriftlich mein Moment für Zeit mehr haut hun ich am Detail die Zöllen und nicht ich will aber op Sachen trotzdem agoen weil nach immer gesot gëtten Dosse wenn net komplett gewircht mengen dat so bisschen net da gesagt me trotzdem werden Dosse komplett für die Taxen zu stimmen weil das so nimmen im Taxe gangen haben vun Iran weil jo ausgerechnet gin, dats man net mi Kächen decken sinn und no für die Gemenge gemerk mé wie dats man en harmoniséiert an dat war jommer aber wichtig eng wich Premis op der Zukunft so was fech net weil auch aner Gemenge se stummer der schwéier den mir Fleisch vom Lummerem alle go und ne gewinnt hun an da geht fleisch besser weil dat war awer eng gut Sach wann den so eng ze Summe schafft oder an engem Syndikat die do Kompetenze von der Gemeng auszulagern an der gëtt se schëpp iwwer Tarifer eins dann ass dat schon e bësse schuet ich hoffe dass dat an Zukunft net de W-Wert sinn an dofir war eigentlich die logisch Konsequenz mé Mund der war alles schon gesot war net enke erkläre wie mir verweien oder wie de System opstand alle go zu summen 2020 hummer den DCD dann op Platz gesat an 2420 huet Gemeng Schëtter schon 5 Joer lang verwieen oni dat se dun de Bierger verrechen kinnners fir de System anzurodeiere fir Experiz ze kreen dort am Hand rund Informatik so also mir wollten dat vehement an hat hun an muss auch dabei so mir hun extrem gut Resultate da ich menge mir sinn am Land den beste Schüler wat den pro Kap recht of hallo geht mat Manner wie 90 Kilo oni den System oni die Methode wie man dat haut man oni Taxen Kilo Dreck hätte man dat nie errecht an ich mein, dat vergisst war eng Erhegung die ke gern die mir net gern hun net sind se froh, sind die Taxen do den tolle Methoden schon eich da müsste gucken wo la mat run ich mein Gesetz vun 2022 forsäiert auch Kaschen decken sind miss gucken wo si immer mat den Kaschen do drum mir was noch dem können erinnern we man dat gestimmt hun dass man gesot mir wissen net genau wie dat durch entwickelt den Dopreis fest op dem Kilo wir wissen net genau ob der Tour geht ausgestaltet aus dem net geht wir sind aber noch immer an der Moyenne mat dem Preis net bei den teure Gemengen immer noch am Mittelfeld oder knapps ënner dem Mittelfeld wat der Preis vom Drego geht aber ein gut Gestion an run an der richtig dass alle die Freien die mir jo verrechen kreen an sie wird DW wo mir wissen wer da is den Gringschnitt kascht, wer da is de Recyclingcenter kascht Melo am Detail kann die Zuelen dann raussichen schon noch alle go den Leute als Betreiber vom Recyclingcenter intern bei is a aus dem Klimabüro sind alle go am gangen und den Zuelen zu schaffen an der Krämer Day me du recht muss kennen muss sie wissen sie wird den andere weh iwwer die Rechnungen die noch am Budget fën noch am SIOS-Budget fën den och de Funktionament vum Recyclingcenter also die kann den noch selber kucke goen wenn wir schreiben dat Lohn enke zu summen an dann hue den dat alles bei also Merc fir dat Verständnis méi viel der zuelen dat so haut net gerne fir die zu summen ze sich ne okay me de muss ja eng Estimation gemacht hun mat der Frequenzveränderung gemerk huet Jean noch Schulder Jo präsentéiert dat so gemerk gi engem Gesamtpreis als de Rechnungen die man kree wat man bezuelen dat so ha gemerk gin. Die hueten noch präsentéiert am Klimateam an am der Umweltkommission. Merke als Diskussion eben noch dass am Prinzip der Rechtmüll Kilo so viel abgeht weil vielleicht die Entleerungen weil die am Moment noch nicht matt verrechen gehen. Im Moment sind die Entleerungen vom Glas auf dem Karton auf der Biopubel die gratis. Nicht
Also schwätzt du von der Tax oder Nee, schwätzt nee, du... von der Entleerung. Also just nur pro Entleerung. Beim Raussetzen. Wenn du ein Biopubel raussetzt, du gehst schon nicht verrechnen. Geht nicht auf die Kilo verrechnet. Nee, nee, Ich kann- nee, nee. Nee. Die ist gratis. Die gering, just die gering. Per Bayer Glas nicht, du bezahlst Tax Pro 60 Entleerung. Euro. Die bezahlst du. Ja, und Die bezahlst du. Basistax an der Reihe mit der Entleerung bezahlen wir aber nicht. Die Erklärung Und bezahlst du das- nicht, weil die hast von der Tax der Bas mit dran. Und hier ist es ja ähnlich wie beim Rechnen. Wir bezahlen ja Glas an dem Karton nicht für die Last zu gehen, aber das ist schon eine Ressource. Du könnt schon eine Recette ran. Die hast von der Bayer am Marché billig, das ist leider nicht ganz groß. Wir haben du die Flug, das Marché, die ganz viel fluktuiert, hat es von mir heiß. Ne? Ja. Gut, weil der Januar hat letztes Jahr das auch zugestimmt mit der Erklärung, dass das Mist ein Kehr auch verrechnet gehen. Gut, ich meine, man kann das schon gucken, wenn man Chiffren konkret tun. Gut, von der Welt können wir dann auf die nächste Frage rüber. Sollen wir da bei den Wohnungen kommen? Ja, okay. Also, die Logementskrise zu Lützeburg, die dreht ja dazu bei, dass die Verlorene von Chambre Meublé ein Thema bei uns am Land ist. Wie Ugangs von diesem Jahr an den Medien auch zu lesen war. Auch in der Chambre waren Chambre Meublé ein Thema, wo über die Rechte von den Sullokatieren debattiert wurde. Dabei hat sich herausgestellt, dass es keine aktuelle Bestandsaufnahme über die Anzahl von so Zimmern gibt. Wie das auch Gemenge konzerniert sind, an der Bürgermeister verantwortlich ist für Salubrität und Sicherheit von den Zimmern, adressieren wir noch folgende Fragen an den Chefrat. Kein Reis von Schliff darüber informieren, wie viele Zimmer hier an der Gemeinde verloren sind. Kann der Chefrat als von Schliff über die Anzahl von unseren Anwohnern informieren, die an so Zimmer wohnen? Könnt ihr euch sagen, wenn die Bürgermeister respektive sein Vertreter die Logementer für die Last kontrolliert wird, respektive kontrollieren los wird? Und dann der letzte Punkt kann der Chefrat als Wandelschrift sagen, wie viel von den Logementen konform waren und bei wie viel Logementen müssen nur den Kontrollen noch gebessert gehen. Und wie viel Hunde müssen so gemacht gehen. Auch merci für die Informationen. Ja. Vielmals merci dann noch für die Frage. Ich meine, das ganz richtig gesagt. Das immer mehr. Ich meine, das ist auch ein Zeichen von dem problematischen Wohnungsmarkt, den wir haben. Das aber eine Tendenz ist, ob die Zimmerlokation, das ist keine gute Entwicklung, aber Gott sei Dank kommen wir mal ein Gesetz für das ein bisschen zu regeln, ne, weil die Leute, wenn ihr das wieder noch guckt, aber viel Leute bezahlen für das, was sie lohnen. Wie gesagt, die Situation nur in unserer Gemeinde ist, du musst direkt mal vielleicht sagen, wir gehen so viel, also wir wissen nicht, was die Leute für Projekte haben. Ne? Also in den Logen ging ganz und Gesetz direkt haben, aber also, vielleicht eine Baugenehmigung froh, und da weißt du mir, da meistens ist das nicht so, meistens geht auch ganz viel improvisiert. Aber wir gehen da recht gewohnt, wann überhaupt, wann die Leute probieren, sich bei unserer Gemeinde umzumelden. Ne? Das heißt, dass ab dem Moment, wo wir etwas gewohnt gehen, wo wir dann auch aktiv gehen, und das auch darüber, wo es Zahlen sich basieren. Das will nicht bedeuten, dass nicht irgendwo nach irgendeinem dasselbe möchte, mit Leuten sich nicht angemeldet haben auf der Gemeinde, das was verursacht auch immer, weil sie eine Adresse nach irgendwo haben, und da wissen wir das nicht. Von denen, wo wir das wissen, da sind Zahlen, die heute 65 Zimmer verteilt auf 20 Häuser. Die Zimmer sind aber nicht alle beleuchtet, also nur unser Kenntnis sind nur 47 Leute an so Zimmern angemeldet. Kontrollen haben wir gemerkt, zwischen 21 und 25, eine Kontrolle der 25. Januar 21 und dann eine andere Kontrolle nach dem 20. März 24 und dann 25, da haben wir angefangen mehr systematisch das zu kontrollieren. Da waren nicht 8 Kontrollen und 25 waren nicht 3, 6, 7, 9 Kontrolle, 24 waren 8 Kontrollen und heute waren eine Kontrolle 23, ja, 23. Die Kontrolle 25, das war den 21. Mai, 4 Stück, den 21. August, den 5. März, den 12. Juli, und 13. Erde. Also nicht chronologisch, heißt auch der Pardon dafür.
Auf 25 waren es den 18. Februar, den 12. März, den 4. April, den 25. April, den 12. April, den 12. November, den 14. November, 13. August. Die Kontrolle laufen immer so auf, dass die Gemeinde vertreten ist, meistens durch den Service Urbanisme. Und das CGDs geht dann auch immer. Da sind immer konjoint Kontrollen, den Brandschutz überwehrt, den anderen, also Service, als das Baureglement geht. Konform waren bei den Kontrollen 6 Chambre meublée, nicht konform waren 14 Chambre meublée. Und wir haben einmal eine ferme Tür gemacht, 2024, an den hat ein paar Mal auch probiert, aber dass wir die ferme Tür abheben, war aber nie konform an die ferme Tür. Die besteht nach immer. Dann haben wir da 11 nach en cours, wo aber halt so nämlich Kleinigkeiten waren, an andere Menge Kontrolle muss andere programmiert gehen, dass man sie können aufschließen, mit der aber auch kein graviert Mängeln an zweimal, wo dann ein Abandon war, nennen, statt die Hunde dann das Projekt von der Chambre meublée abgehen, weil sie Konformität einfach nicht kriegen. Das ist die Situation, wie sie ist. Also das ist aber ein Thema, wo es viel beschäftigt, wo viel Zeit drauf geht, dann als Service eigentlich permanent auch drüsen für dass wir die Sachen am Griff behalten und für dass die Wohnungen dann noch konform sind, so wie es dann vom Gesetz vorgesehen ist. Okay, merci für die Chiffren. Das ist so interessant. Über Dunzel zu gesehen, wie viel das da schon hier an der Gemeinde verloren geht. Das ist ein bisschen überraschend, dass das schon so viel ist. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Ich meine, das ist eben ein Logementsthema. Das ist ja ein anderer Geil. Gut, ich gebe da so ein Merci für die Informationen. Just von an der Airbnb gehen dann auch kontrolliert. Also der Airbnb für alles so nehmen in der Chambre meublée, ne? An dem Sinn gehen sehr kontrolliert, aber die Regeln, die für den Airbnb gelten, ne, das nämlich dann das dann die TM, ob sie deklarieren oder nicht, das ist nicht mehr unsere Kompetenz. Aber alles, was Kompetenz ist vom Urbanistischen hier an der Chambre meublée, das gucken wir nicht, da machen wir nicht Differenz, das muss dann noch konform sein. Aber das kriegen wir noch mehr wie schwer mit, ne, weil die Leute melden sich schon nicht tun. Da müssen da schon noch eine Annonce stoßen oder wie auch immer, ne, weil können doch keinen auf die Gemeinde an Frieden, ob man das machen. Also den Fall hat man eigentlich noch nicht. Okay, dann fahren wir weiter. Ja, dann von hier aus der Gemeingebung der Findel respektiv bei Klären auch zu versieren. Gestern oder vorgestern war ein größeren Artikel an der Lützeburger Jahreszeitung oder an einer Lützeburger Jahreszeitung über große Verschmutzungen an den Bergen, Stackelsgriecht, Birlerberg und Zier durch die Errichting-Produkte vom Flughafen vom Findel. An dem Kontext adressieren wir den nachfolgenden Fragen und der Chefrat, könnt ihr euch von Schlift darüber informieren, was genau geschieht ist, und was die Auswirkungen auf die betroffenen Wasserleben an unserer Gemeinde sind. Seht ihr Zeit noch von den responsablen Verwaltungen über die Verschmutzung und die Ursache davon informiert gehen? Und dann wisst ihr, ob am Flughafen nach immer die Icing-Produkte von den Flieger mit einer speziellen Maschine abgesuckelt, abgesaugt gehen und dosiert an Kläranlage aufgelegt gehen. Könnt ihr euch dann noch von Schlift so, ob Kläranlage zu übersehen, dass ihr schon Probleme hat durch den De-Icing von der Icing-Produkten umfinden. Auch merci für die Information. Ganz gern. Also was genau geschieht ist, also an dem Artikel nicht beschrieben. Es geht eigentlich um die allgemeine Verschmutzung am Winter, wann eben mit Entweißungsmittel geschafft wird. Hier geht es hauptsächlich um die Rückhaltbecken S1, Flughafen 30.000 Meter Kipp, von dem aus dann ein Kollektor an Kläranlage läuft. Die Kläranlage ist bislang nicht gekippt.
mit natürlich Kase die 30.000 Einwohner Gleichwerte wie sie haut dimensioniert das nicht 100.000 Einwohner Gleichwerte verschaffen an da das etwa im Moment gemoos geht an der Kläranlage. Als Konsequenz sind dann Werte von der Verschmutzung auch zu hoch am Wasser, was dann an See zurückfließt. Gemenget effektiv von der Straßenbauverwaltung zeitnah informiert, wann der Rückhaltbecken es überlebt. Dat aber für allem für können Mesuren zu holen, wenn es die Verschwemmungen, die dann besten Hafen am Gegend vorkommen. Da konnten als Service dann noch Leute informieren, auf vierbeugen helfen, so gut wie das halt geht, an Mathematiken, die da sind. Das ist auch noch immer so, dass eine Art Kirbicht, die dann die Mischung aus belastem Wasser an die Eisingprodukte abhängt, dann abreift, Findel, also im Flughafen lebt. Und das wird dann auf 4 gesunde Behälter separat stockiert. Das ist aber auch nicht so, dass diese Mischung dann dosiert auf Kläranlage aufgelegt wird, mit die wird an Kamionziternen auf verschiedene Kläranlagen gefordert. Dazu gehört Kläranlage übersieren nicht, weil die ist ja schon überlastet, wie ich wieder gesagt habe, kann die zusätzlich Einwohnergleichwerte nicht mehr überholen. Zum Teil gehen die Quantitäten nur belastem Wasser dann auf Kläranlage auf Gräfemacher, und aber auch immer mehr auf Becken und auf Schöffling gefordert. Wie schon gesagt, gekippt das Kläranlage nicht, weil der Betreiber alles zusetzt, für das eben nicht geschieht. Wasser geht dann eben nicht gebaut, dass man proper, aber was kippt, dann sind wir in einer Phase von 3 Wochen, wo gar nicht mehr lebt. Das ist also der Worst Case, den er zu vermeiden. Die Kläranlage ist aber permanent überlastet. Und ich meine, dafür sind ich froh, dass der Nico Gattauter noch die Präsentation gemacht hat. Die Situation wird sich aber konsequent verbessern, wenn die neue Kläranlage, da schwätzen wir dann auch nicht mehr von der 3. Klärstufe, die soll an 2 Jahren in Betrieb gehen. Aktuell, und das hat der Nico auch gesagt, da hat ein Zöllchen belöt, müsste Planning von den Närbischen angehalten gehen und die neue Kläranlage fristgerecht geliefert gehen. Die nächste Komiteesitzung vom SIDEST, da hat er die Invitation gekriegt, als dann der 4. Februar um 17 Uhr, und da steht dann noch um Punkt 7, Präsentation von der 4. Etappe du Traitement épuratoire, also von der 4. Klärstufe im Programm. Okay, auch merci für die Flotantworten. Ich meine, das ja gesagt, dann gibt es ja wirklich dann noch geguckt, dass eben Accidente können geschehen. Ich meine, das ist natürlich auch immer flott, dass man zu Lützeburg nicht unbedingt die Wanderen haben wie an anderen Ländern, weil sonst kann die Situation vielleicht ein bisschen ernster ausgesehen. Gut. Ja, Nico. Ja. Das ist ein bisschen schön, dass an dem Artikel, ich habe den noch gelesen, nicht darauf hingewiesen gehen, als Investitionen gemerkt wird, für das Problem von De-Icing an der Verschmutzung von all den Bergen zu bewältigen. Ne? Du hast den Artikel ein bisschen dürftig geblieben. Also ich war so am Flusskomitee, ich war in der Reunion, wo der Toro geschwart hat, also schon auch gesagt, dass alles richtig war zu sagen. Wir können ja nicht zaubern, die Stadt kann nicht zaubern, der Entrepreneur kann nicht zaubern. Ne? Ich meine, das ist spät angefangen, das kann nicht, ihre Branche kann nicht mehr. Aber ihr, die neu klären, steht heute kein Moyen für irgendetwas zu machen, die Situation ist unglücklich. Aber das nicht zu machen. Oder, wie sie so, am Wanderfleck ein Flieger, aber das ist auch nicht realistisch. Je nachdem, wie viel Schnee das leid sowieso. Ja, dann nicht mehr, dann immer für ein paar Stunden. Ja. Okay, dann kommen wir holen die letzten, aber nicht geliefert. Ja. Das, man hatte für 3 Jahre schon ein bisschen darüber geschwärzt. 19. Januar hat der Chef der Vereine aus der Gemeinde an eine Reunion angeladen, wo sie verschiedene Projekte gewiesen hatten, und unter anderem auch verschiedene von ihnen gesagt, gewiesen Kriterien, wo sie am Kader vom Ausbau vom Dorfkehr zeitweilig provisorisch anerkennen. An dem Kontext wollten wir dann auch fragen, für was sind Member vom Gemeinderat nicht an das Versammlung angeladen gehen, an der Projekte konkret Vorschläge präsentiert gesehen, die Gemeindekonseille bis heute noch nicht gesehen haben. Wenn der Reise auf der Versammlung aus welchen Gründen auch immer nicht voll dabei waren, für was tut er uns nicht am Vorfeld an einer kurzen Arbeitssitzung auf den neuesten Stand gesagt, ihr und die Öffentlichkeit gegangen seid. Dann am Kader vom neuen Dorfkehr hatten wir einen großen Wert darauf gelegt, dass alle guten Vertreter, die hier im Tisch sitzen, regelmäßig über die Entwicklung von diesem wichtigen Projekt gingen informiert gehen.
soll dat dann noch an Zukunft gemacht gehen. Wir hoffen op jeden Fall, dat Gemengen Vertreter an Zukunft vom Chefrat direkt informiert gehen an er Decisionen net mussssen als Vereinvertreter oder als dritter Gewur gehen. Wir sind überzeugt von er verstehst du mich, aber mir so noch merci für wird. Ja, also ich meine, schon kurz zugeschwart, also ich meine, das nicht als Nettere für nicht Transparenz zu schaffen oder eine Gemengerot nicht anzubannen. Ich meine, heute war eine Versammlung vom Chefrat mit den Vereinsvertretern. Ich meine, das gehört auch zum Chefrat seinen Kompetenzen, sowieso am Gemengegesetz vom 13. Dezember 1988 definiert sind, Artikel 36, sans préjudice des dispositions de l'article 35. Le Conseil communal ou le collège des bourgmestres échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d'un problème communal spécifique. La participation est facultative, les modalités sont déterminées par l'autorité consultante, le résultat de la consultation est communiqué au Conseil communal. Wir sind an einem Prozess, wir schaffen das aus. Da ist auch Zeit, wir müssen also ein gesehen an innovativ Projekt schwätzen. Es waren auch immer so viele Inkonnu. Wir sind auch, ich meine, verschiedene von den Projekten sind ja auch gewusst, aus der Sache raus, dass wir Kontranten hatten, die irgendwie nicht so viel gesehen waren. Ich will just als Beispiel gehen. Ich meine, von der Mesorlet kommt, das Gebäude, was da nicht lange steht, also Modulbau war von der Stadt sogar ausgelöst gehen, dass sie nicht können. Stark Truppbauen war immer am Projekt gesucht gehen, muss stehen bleiben. Bon, final malo so ein Ingenieursbüro ist dann, das geht nicht. Die Statik ist aber nicht ausgelöst, wie das, was wir bauen. Und wir müssen noch da einen Platz fahren, überlegen, geht da, die wir haben oder so viel habe ich dann war im letzten Element dann dabei kommen, dass er eben gesagt hat, wir können mal so hier kriegen, für das zu machen. Das ist dann eben den Development moralisch und noch schon nicht gesagt. Und der hat gesagt, er muss aber dann auch die Leute, die neben dem Gebäude sollen, beneficieren mit abbauen. Da wussten wir ja nicht, was könnte nach vielleicht vor 4 Jahren Ideen. Aber haben wir das, sammeln wir das zusammen und da schwätzen wir auch beim Gemengerot drüber an meinem Satz, wo ich von der Karte schwätze, den habe ich schon nicht gesagt, der hat nicht alle Zeit. Ich meine, geht einfach nicht darum, wen wollt oder wen nicht wollt dabei holen. Mit das einfach ein normaler Prozess, Sachen, bei dem Sachen ausgeschafft gehen. Aber wie gesagt, wenn Vereine ihren Input login und wir hatten denen gesagt, bis den 31. Januar, da gucken wir mal im Gemengerot für und wir wollen dazu machen. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass wir uns weiter hochschwätzen. Ich meine, gerade beim neuen Dorfkehr, haben wir ein paar Punkte, natürlich ja schon nur geschwätzt, über die man soll schwätzen. Und ich meine, dass die Arbeitssitzungen kein unbekannten Element sind, weil ich aber just ein Datum so, wir hatten den 5. Februar, wir hatten den 5. März, wir hatten den 12. November, wir hatten den 21. November. Ich gehe so, dass viel über das Braureglement gegangen, das ist auch beim 4. gewirrscht. Wir haben auch schon auf der Show gekommen, über den neuen Dorfkehr, und über diverse andere Projekte geschwärzt. Und das machen wir dann auch demnächst. Ich will aber auch so, und auch am Budget, wo der Gemengerot schon viele Informationen kriegt zu den laufenden Evaluierungen, zu ganz tags nach den Evaluierungen, nach kein definitiv Projekt mit den zukünftigen Projekten, weil ihr Projekt gehen muss, so vieles zur Summe gedroht gehen, muss geplant gehen, muss Kaschen ausgerechnet gehen, etc. etc. Und ich meine, wir sind auch mit vielen Projekten gut vorgekommen, vieles geht realisiert an ich meine, der Gemengerot gouf war, wenn man zum richtigen Zeitpunkt mat angebunden huet, konnte bei de Projekt matschwätzen an huet auch immer dat lächten Wut. An wie gesagt, mir sind also ganz viel inoffiziell, net fand ich flott, dass man bei viele Gelegenheiten kurz Sachen nuschwätzen, kurz frohen dosinn, mir die Informationen noch immer rausgehen. Ich meine, noch nie gesagt, du kannst nicht drüber schwätzen oder probiert auszuweichen, soviel wie Informationen haben wir das immer gemerkt. An die Versammlung mit den Vereinen also dann nächste Woche eine Konfirmation von dieser Transparenz und nicht vom Gegenteil. Und ich habe an der Versammlung gesagt, wir schwätzen noch über Sachen, wo die Gemengerot so an dem Detail noch nicht drüber geschwätzt wird, mit dass wir hier einen Input zu kriegen, und dann machen wir das doch. Voilà, vom Development Rural hatte ich schon geschwätzt. Und wie gesagt, wir werden dann noch die Arbeitssitzung machen, und über das Chantier und alle Elemente informieren. Und noch wieder mit der Fast 2 Uhr, 4 Uhr geht, ne, vom neuen Dorfkehr, ne, weil da wird man aufhängen, mit den Evaluierungen weiter zu schaffen. Bis war da keine Zeit für das zu machen.
weil wie gesagt, geht dat net Land neen vun de Bauerbechten. Ich meine, wir brauchen Platz rund um Gebäier. Wir können recht man enger durf Platz, man dem Centre kulturell ufenke mat schaffe van die anderen Sachen so weit aufgeschlossen. Me lo geht het um den Inhalt. Lo kommen die Froen op den Dëch, wo dir schon no geschwert huet, wo du schon Kritte gemerkt huet an dafür as auch lo de Moment an den nächste Wochen fir dann darüber auch zu schwätzen. Wir gucken mat in verschiedenheit ob se brett sind, dass man so eng versammle können man an den man Datum hat. Besser. Plus nach an Marie. Ich will zwei Sachen. Ich wollte für dich mal fragen, ob es möglich ist, für nächste Vitesse-Kontrollen zu machen an Rüde Sendungen, weil es gibt immer mehr Leute, die viel zu sehr fahren. Und das Zweite ist, am Park beim Schloss stehen 2 Insektenhotels, was ein Flotsache ist, weil die Insekten als Unterstützung wirklich brauchen. Aber ein Stück mehr weit, wenn man durch die Treppe abgeht, an der Gart, rund um das Schloss, da habe ich auf Manst 10 Insektenfälle gesehen. Gefüllt mit toten Insekten. Das ist wirklich ganz schlimm. Gemengen an Privatleuten gehen immer abgeführt für etwas für mit Insekten zu machen. Und, dann ist es wirklich schlimm, wenn der Staat selber so etwas möchte. Also können wir nicht schreiben, einen Brief schreiben, dass die Insektenfallen wirklich nicht akzeptabel sind. Zu dem nächsten Punkt, ich meine, ich hatte ja mal aufgesucht, der Brief gekriegt von dem fixen Radar, und da stand auch dran, das hat vielleicht nicht gesagt, dass die Police Grand Ducal da ein Kopie gekriegt hat, an den Chef von der Police, vom Seelkommissariat, hat mir auch schon gesagt, sie geben noch mehr Kontrollen am Angang von Schüttemann an der Serge. Hat man halt konfirmiert, dass du ganz viel Kontrolle sind, weil doch schon seine Offerte zur Verfügung stellen. Also sie sind aktiv, und wir gehen in der Tour in Lofero, und das ist auch an der Rüde Sendungen aktiv. Da sind ich kein Problem. Ich kann das viel vergessen, hat nicht hast schon am Gang die Mails präparieren, hoffentlich. Par contre, was ich vergessen, und das hat er das gesagt, und gesagt, dass wir auch privat oder inoffiziell mal nicht geschwärzt haben. Du hast die Geschichte mit den Fallen, und ich hatte den Responsablen vom Service Jardinage, der für den Park zuständig ist, gesagt, und er hat gesagt, er gibt sich dort kümmern, und er gibt sich auch bei dem Mann melden, den du reklamiert hat. Visiblement ist das nicht geschieht, und ich habe gesagt, ich rufe den Enke an, das habe ich nicht gemacht. Ich rufe den Enke an, du musst eine Lesung kommen, und ja, merci, dass du den Enke gesagt hast, ich meine, das ist im Winter nicht so schlimm, aber das soll dann aber gelöst sein, das Problem, bis du den Frühjahr da könnt. Oder zumindest, dass man verstehen und erklärt kriegen, wer das so ist. Merci für den Rappel. Nora, wenn ich klifft. Wenn man ja viel von den Pubelle geschwärzt und so, und ich kriege los schon mitgedeelt, dass da viele, die gesehen, dass Nobren zum Beispiel Pampassen an die geringen Pubelle puchen oder das Glas an die geringen Pubelle gepucht wird. Kann ich nicht vielleicht eine Kontrolle oder so machen. Also ich weiß, also nicht einfach. Also wenn sie oben drauf bleiben, ist das einfach, wenn sie Tische gehen und sie machen aber und sie gesehen, also das sind tuteweis Pampassen, ne? Voilà, nicht an noch Glas einfach. Ich weiß, also die Versammlung, also da gehen die Leute nicht sensibilisiert, da kriege ich genau gesagt, warten sie wohin an der verpuchen. Aber ich fährten, also man nicht ein Reglement von Taxen raufgehen, dass das da vielleicht noch mich schlimm wird sein. Merci. Merci. Bon, ich meine, das war ein bisschen nimmer, was wir gefragt haben, noch schon 4 drin. Am Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es nie so schlimm kommt, wie wir gedacht haben. Es sind immer ein paar schwarze Schafe. Wenn wir das wissen, dann gehen wir auch dahin. Ich meine, als Agent Municipal möchte ein gut Arbeit. Am meisten sind Leute dann aber so geniert, dass sie mit den Sachen abhalten. Wir müssen natürlich nicht so, wo, was, genau. Also ich meine, das wird auch konfidenziell behandelt. Ich meine, dass wir daheim direkt eine Mail machen oder über den Alarm fahren. Ich meine, wir können ja nicht aufhängen, systematisch dann alles zu kontrollieren zu gehen. Wenn wir aber wissen, wo die Fälle sind, die schwarzen Schafe, weil auch bei den anderen Reklamationen, das ist aber ein bisschen auffällig, dass immer dieselbe Leute trotzdem viel Probleme haben, bei den anderen geht. Voilà, ich will auch nicht so, dass die sich mich vielleicht durchleben wie andere, aber die Situation ist also vielleicht nicht so gut. Aber meistens, wenn wir dann da gucken gehen und mit den Leuten schwätzen, dann regelt das schon mehr. Wäre flott, wenn wir wissen, wo wir sollen aufhängen. Merci. Ja. Sorry, ich noch gesagt, das war ein Thema, wo schon viel darüber geschwärzt ging, das Chantier auf der Hauptstraße. Ich meine, du hast im Moment Situationen beim Campus, ganz speziell mit dem Chantier.
an du musst vielleicht ein bisschen mehr die Sachen Kontrollgehalt gehen, weil du hast ganz oft Trottoir blockiert, dass Mama Mattiere kann iwwer Stroos muss go fir lerncht Hindernisse dort zu kommen. Ja. Merci. Ja. Merci. Guck mal dann noch. Nee, du schreiben aber regelmäßig auch den Promoteuren. Das Verbote für einen halben Ning sollten sein Schnitt. Merci für den Austausch. Question du Publikum hat schlecht gebaut vergiss. Du hast der Haut etwas. Merci für die Retour. Voilà, dann gebe ich euch große Merci so, dass wir fertig für heute. Ging ich euch noch schönen Abend wünschen. Und da sind wir also an einem Monat auf dieser Platz auch da draußen die Leute. Merci für das Nachgucken. Aber bis die nächste. Adi.